Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute mal eine kleine Premiere in unserem Podcast. Das ist nämlich der erste Podcast, den wir live auch im Stream auf Twitch aufgenommen haben. Somit haben wir mit euch interagieren und das Ganze ist sehr, sehr cool geworden. Aber zu dem heutigen Thema, es geht natürlich um den Ungarn Grand Prix und dann auch um den Spa Grand Prix, die in den letzten 2 Wochen waren. Zusätzlich reden wir auch noch über Alpine, weil es dort ein paar Entlassungen noch gegeben hat. Und wir reden auch noch über McLaren-Updates, um den ganzen F1-Zyklus und um ein bisschen Prediction ist wieder dabei und wie wird der Hamilton gegen den Verstappen im gleichen Auto abschneiden. Also ganz viele spannende Themen haben wir in diesem Podcast angesprochen. Also lasst ihn sicher bis ganz zum Schluss und wir wünschen euch wie immer viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ja, wir sind zurück mit einer neuen Episode hier mit dem Unsafe Release Podcast und wir haben heute ein paar Themen auf Lager. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Rennen, was schon länger zurückliegt jetzt, und zwar mit dem Ungarn Grand Prix. Beziehungsweise bevor wir dort reingehen, für die jetzt nicht live dabei sind, die Podcast-Episode nehmen wir das erste Mal live auf im Stream von mir. Also falls du das nächste Mal möchtest, gerne dabei sein und vielleicht noch ein paar Fragen hast oder ein paar Sachen hast, die wir mal besprechen im Stream, dann kommt doch gerne einfach auch in den Stream rein. Den Link findet ihr eigentlich bei mir im Instagram-Bio, TikTok-Bio, wo auch immer. Und dann kannst du einmal live dabei sein und deine Fragen stellen, wenn wir das nächste Mal wieder einen Podcast aufnehmen. So, genug Eigenwerbung an dieser Stelle. Wir gehen jetzt rein in Ungarn Grand Prix, wo war. Und ja, Ungarn ist, also sagen wir mal so, das Rennen an sich ist ja so lala gewesen, oder es geht eigentlich einmal, sage ich jetzt. Das Qualifying. Das war das, wo spannend war und wo also wirklich sehr, sehr spannend war, wo mehr auch ein bisschen einen Jubel rausgekützelt hat. nach Q3. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört. Ich tue es sicher noch mal einfügen. Ja, Alter! Boah! Let's fucking go! Let's go, Alter! Ich hab's dir gesagt! Fuck, Alter! Ich hab's dir gesagt! Und das ist, ja, also ich habe mich wirklich mega gefreut für den Lewis, dass er einen Pole geholt hat. Und das Krasse ist ja das, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast oder den Post. Er hat jetzt 104 Poles und das ist einfach mehr, als der ganze Grid zusammen hat. Das ist eigentlich insane, wenn du das vorstellst. Das ist vor allem insane, wenn du bedenkst, wie schnell der Alonso auf einer Runde ist. Und wie viele Jahre er eigentlich auch schon in der Formel 1 ist. Das ist das, wo mir fast noch ein bisschen mehr, dass der nicht mehr Poles hat. Aber ja, absolut krank. Ja gut, Essen ist ja ein bisschen schade, dass der ihre Performance ein bisschen draussen ist. Halt, gell? Ich meine, wie die gestartet sind Anfang der Saison rein, und ich meine, jetzt im Vergleich zu McLaren, wo die jetzt sind und wo jetzt Essen ist schon recht schade, weil man kann jetzt mittlerweile schon mehr sagen, dass halt der Red Bull klar immer noch stärkste Auto ist am Grid. Und dann nachher kommt, wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, im Moment schon der McLaren, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann der Mercedes. Oder glaubst du, ist der Mercedes noch schneller als der McLaren? Nein. Also, wenn dann gleich auf. Generell würde ich sagen, eigentlich Ferrari, Aston und Mercedes sind sehr auf einem ähnlichen Level. Ferrari eher noch ein bisschen hinten drin, McLaren eher noch ein bisschen schneller als Mercedes, aber du kannst sie etwa gleichsetzen, würde ich sagen. Ja, also das Ding ist halt einfach da, bei Ferrari ist halt immer streckenabhängig, denkt es mir. Also brutal streckenabhängig. Extrem, ja. Ich meine, in Ungarn sind die ja auch nirgendwo gewesen. Die sind ja, glaube ich, irgendwie auf Platz 8 und 9 gelandet oder so etwas. Oder ja, das ist gerade nicht mehr offen. Und ich schaue es gerade mal schnell kurz. Aber ich weiss, die sind recht weit hinten gedroppt und haben... Du hast hier das Leclerc auf dem 16, auf dem 7 und der Sainz auf dem 8. Eben, ja okay, aber sind weit hinten gedroppt. Weißt du, es ist spannend bei Ferrari. Sie sind nicht schnell, aber wenn sie mal schnell sind, haben sie Probleme mit den Reifen. Aber, wenn man jetzt mit Belgien vergleicht, lieber sind sie schnell und haben Probleme mit den Reifen, weil dann schaffen sie es aufs Podium. Ja. Weil ich will gerade sagen, Ferrari ist brutal streckenabhängig. Jetzt klar, in Ungarn sind ja gerade Alonso und Stroll sind auch 9 und 10 geworden, also gerade hinter den beiden Ferraris. Also auch nicht gut gewesen, eigentlich, also dort an diesem Wochenende. Aber Ferrari ist eben gerade in Belgien eigentlich wirklich
hure stark gewesen. Und eben, wie du auch sagst, gut, klar muss man auch vielleicht noch sagen, hat vielleicht das Wetter auch ein bisschen mitgespielt. Vielleicht läuft der Ferrari im Regen ein bisschen besser. Also der Sainz hat auch noch gesagt, dort, gut, wir reden schon über das Spa, aber jetzt egal. Der Sainz hat eigentlich noch gesagt, er findet das Auto im Regen fährt sich noch relativ gut oder eigentlich sehr gut. Also er hat es recht gut unter Kontrolle und es fühlt sich auch gut an, das Ganze. Und das finde ich eigentlich eben mega speziell, weil ja, jetzt gerade Sainz ist jetzt nicht gerade, sagen wir, der beste Regenfahrer. Er ist aber, liebt durch Eisbetter und alles drum und dran. Darum, ja, wenn er das so sagt, wird es schon noch gut sein. Eigentlich. Ja, weißt du, das finde ich mittlerweile beim Sainz drückt sich ein bisschen durch. Wenn der Ferrari scheiße performt, ist er besser. Das hat, wer hat das gesagt? Ich glaube, nicht der Damon Hill. Der andere da vom offiziellen Formel 1 Podcast hat das rausgebracht und hat auch gemerkt, ja, das stimmt eigentlich. Weil immer, wenn der Ferrari nicht gut läuft, hat der Sainz eine bessere Endposition. Vielleicht hat er einfach mehr oder generell mehr Gespür für ein schlechtes Formel 1 Auto. Ich meine, er war bei Renault. Und bei Toro Rosso war er auch. Oder also es kann sein, dass er dort halt einfach auch ein besseres Gespür hat. Aber ja, absolut. Also, du generell, ich würde sagen, in Ungarn von der Performance her ist sowieso, wenn der nur McLaren rausgestochen. Gell? Also die anderen Teams haben alle nicht super geliefert. Mit Ausnahme eben noch von der Quali-Pace, wo Mercedes gab, wo halt wirklich sehr geil war. Ja, das ist halt einfach schade, oder? Also ich meine, der Verstappen ist jetzt eigentlich nicht immer der beste Rennstarter, sage ich jetzt einmal. Also seine Starts sind okay, aber jetzt auch nicht überwältigt. Und in Ungarn hat es mal richtig gekillt. Und er hat im Hamilton gerade die Führung gekostet auf ein paar 100 Meter dort. Ja. Und es ist eigentlich, also eben, es wird mir immer vorgeworfen, ich bin Mercedes-Fan. Ja, okay, ich sympathisiere ein bisschen mit Mercedes. Okay, lasst mich jetzt zufrieden. Aber ich finde einfach, das mega, mega schade, weil ich hätte es einfach geil gefunden, wenn es mal einfach ein paar Runden jemand anderem mal Erster gewesen wäre. Gerade zum Beispiel eben so Hamilton und so. Ich meine, schau mal, wie sich der gefreut hat nach dem Q3. Der hat sich richtig gefreut und auch, wer war jetzt das gewesen? Wer hat jetzt das gesagt? Ich glaube, es auch ein englischer Kommentator. Er hat gesagt, ja, eben, da sieht man mal, trotz eigentlich 103 Puls, die er vorher schon hatte, wird auch so eine 7-fache Weltmeister mal sentimental, wenn er mal die 104 hat. Und das finde ich einfach schon noch eigentlich mega beeindruckend. Das zeigt einfach, wie viel das er noch an dem Sport empfindet. Und ja, aber es ist nach all diesen Jahren, meine 21, Saudi-Arabien war der letzte Pool. Ja, aber es ist halt Gewöhnungssache. Ich meine, währenddem er so seine Dominanz hatte, war der Max, der laut über das Mikrofon gerufen hat, wenn er mal einen Pole geholt hat, oder? Wobei ja, das ist so. Lang gegangen, oder? Aber es ist halt wirklich einfach ein bisschen eine Gewöhnungssache und ja, der Elias hat es gut gesagt, oder? Quali ist einfach in diesem Jahr ein bisschen spannender als Rennen. Weil wir haben halt auch den einen oder anderen Pole-Sitter, der sonst noch etwas fertig bringt. Und Leclerc hat ja das Jahr auch wieder 2 Poles gehabt, oder? Ich habe das Gefühl, die One-Lap-Pace vom Red Bull ist nicht ganz so gut, wie wie halt der Rest. Weil man hat es dann nachher gesehen, im Rennen, der Max Verstappen, was sind das, 33 Sekunden oder so, davon gefahren. Brutal. Und wenn wir schon mal wieder bei dominanten Sachen sind, mach mal schnell deinen Rechner auf dem PC. Schnell mit dem Hinterkopf, dass wir 12 Rennen gefahren sind, oder? Und jetzt tust du mal 314 geteilt durch 12 machen. 314 durch 12, ja. Genau, das sind nämlich im Max Verstappen seine Punkte. Was gibt das für einen Durchschnitt? Ja, 26. Da habe ich auch gesehen, dass er mehr Punkte holt, als es eigentlich geht an einem Grand Prix. Der macht durchschnittlich am Anfang von dieser Saison, die erste Hälfte, hat er mehr Punkte, als dass du als normales Rennwochenende kannst haben. 26,16666. Das ist seine durchschnittliche Punktezahl. Weil er hat fast jedes Sprintrennen gewonnen, aber auch abgesehen von dem hat er nur an 2 Rennen, glaube ich, habe alles nachgeschaut, hat er den Fastest Lap nicht geholt. Und das ist einfach nur krank. Und da stimme ich ihm Helmut Marko schon auch zu, egal wie schnell das Auto ist, wahrscheinlich kommt da niemand momentan an eine Verstappen hin, vielleicht mit Ausnahme noch von Alonso und Hamilton. Aber auf dem Level, wo der gerade fährt, wird es schwierig für jeden. Also, der Verstappen ist halt wirklich im Moment wirklich seiner Prime, aber man muss halt einfach sagen, dass halt einfach
das Verhältnis Autofahrer halt wahrscheinlich wirklich nirgendwo besser getroffen wird als bei Red Bull schlussendlich. Also es ist halt einfach so. Ich meine, das hat Mercedes jetzt 7 Jahre gehabt mit dem Hamilton und alles. Und jetzt hat es halt einfach Red Bull, muss man halt einfach so einsehen. Weißt du, wo habe ich das Gefühl, könnte das jetzt vielleicht doch auch noch eintreffen an einem anderen Ort? Bei McLaren oder was? Ja, weil der Piastri, wenn du vergleichst, wie der Ricciardo, ein 8-facher Rennsieger mit dem McLaren umgegangen ist, und wie jetzt ein Piastri reinkommt, noch gecoacht wird und nach der Rennen gesagt wird, ja, schau, Stint 2 müssen wir nachher unbedingt noch besprechen. Oder man merkt, dass er noch Fehler macht. Aber der Sieg zeigt jetzt Ungarn und Belgien definitiv bessere Pace als der Lando Norris. Wo jetzt auch schon irgendwie ein 7 Podium oder so hat mit einem McLaren. Ja, wobei, gerade wegen der Aussage Ricciardo und eben mit dem McLaren, das war halt nochmal ein anderes Auto dort. Das auf jeden Fall, aber es scheint klar, aufeinander zu passen. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ja gut, eben, das ist jetzt halt wieder so ein bisschen Äpfel- und Birnen-Vergleich, oder ich weiß auch nicht, wie der Dings würde jetzt fahren oder performen würde, wenn der Ricciardo jetzt in so eine McLaren würde reinsetzen, weißt du, was ich meine? Ja, true. Absolut. Aber ja, ich sehe es so wie du, also der Piastri ist momentan, aber das habe ich auch schon die ganze Zeit immer wieder gesagt in dieser Saison, der Piastri ist, was Pace anbelangt, wirklich genau gleich auf oder halt vielleicht ein Mühe langsamer als der Lando, wobei jetzt eben halt letztes Wochenende und auch in Ungarn hat er ein kleines Gegenteil bewiesen. Also dort war er wirklich brutal stark gewesen. Und ich bin gespannt, also ich würde es richtig geil finden, wenn er, das hast du mir glaube ich auch gesagt, wenn er vor dem Lando einen Win holen. Das wäre richtig geil. Und ganz ehrlich, so wie er momentan fährt, ist es absolut möglich, weil es sind 2-3 Rookie-Mistakes, wo vielleicht drin länger. Ich bin auch in Belgien nicht überzeugt, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf, dass es wirklich sein Fehler war. Und auch in Ungarn, okay, ein bisschen Missmanagement im zweiten Stint, aber so Zeug könnte halt passieren. Und wenn er das jetzt in der zweiten Hälfte ausbügelt und der McLaren tatsächlich nochmal schneller könnte werden, dann also Norris scheint ein bisschen zu Pech haben mit dem Win. Hoffen einfach, dass sich das nicht in eine Hülkenberg-Podium-Situation entwickeln. Ganz kurz, weil ich gerade gesehen habe, wer da joint ist. Magic Card, du bist eine absolute Legende. Ich habe nämlich letzte, als ich mit dem Kasel gekartet und es ist zwar auch schon ein Zeitchen her, aber hat mir die Holzdinger übergeben und einfach Holzdinger? Ja! Holzdinger von irgendeinem Dude, der Zweiter wurde. Etwa so. Nein, aber wirklich absolut genial. Das ist dann da bei mir. Ich habe aber sonst bis jetzt noch keine andere F1-Memorabilia, außer so ein paar Reifenspanen. Aber jetzt steht das schön da auf meinem Sideboard. Danke, riesen Kuss geht raus. Back to the topic. Genau, wir sind bei McLaren und beim Pastry gewesen. Genau, also da ist Pastry wirklich absolut ein tolles Rennen gefahren in Ungarn. Er hat ja auch ein bisschen einen Schaden gehabt, glaube ich, darum hat er auch ein bisschen Pace verloren, oder? Ich meine, so viel, aber ich glaube, es hat irgendwo Unterbodenschaden, ich weiß aber nicht, hat er eben einen Curb gerettet und hat den geholt, oder? Da weiss ich nicht einmal. Ich weiss nur, dass er leichten Schaden gehabt und ich weiss, dass er seine Reifen nicht so gut gemanagt hat, aber weißt, ich muss ganz ehrlich sagen, bei ihm sind mir jetzt die letzten 2-3 Rennen so ein bisschen Gefühl gekommen, wenn ich sie zuletzt bei einem Verstappen hatte. Oder hätte ich dann schon geschaut, bei einem Hamilton gehabt, wenn ich einfach so dem zugeschaut habe beim Fahren und einfach dachte, holy fuck, das ist ein absolutes Naturtalent. Und das ist, ich glaube, auch die beste Entscheidung für ihn gewesen, von Alpine weg zu McLaren zu gehen. Und es zahlt sich aus. Man sieht es jetzt einfach, dass sich der Entscheid gelohnt hat. Ja, so ein Piastri möchte ich einfach nur sagen, was ich einfach schön finde, ist, er ist halt ein Fahrer, der wirklich rein nur wegen dem Talent in die Formel 1 gekommen ist und nicht wegen Geld. Yes. Oder weil er irgendwie die Eltern stinkreich sind. Gut, ich glaube, sein Vater hat ja schon auch ein bisschen Kohle, aber das hat fast jeder. Also Ocon ist einer der letzten Beispiele, wo kaum Geld ja, hat. aber also. so viel ich habe mal ein bisschen nachgelesen, so viel ich es eben verstanden habe, ist wirklich so, dass beim Piastri jetzt nicht unbedingt viel Geld rumgelegen ist und so. Also bei ihm ist schon wirklich Talent. Und habe die Förderung durch Alpine dazu mal, wo halt ihn einfach dort reingebracht haben. Und
schlussendlich muss man einfach sagen, wirklich, es ist so bitter für Alpine, weil ich meine, die haben so einen guten Riecher gehabt bei ihm, haben ihn unter Vertrag genommen und die hatten einen Fahrer, der wirklich, der kann, eben, wenn er ein Auto hat, das ein bisschen läuft, kann der alles zerreißen. Und ja, dann haben sie ihn einfach verloren an McLaren. Aber ich glaube, also er passt besser zu McLaren drin als bei Alpine. Wenn ich jetzt sehe, wie es momentan bei Alpine läuft, das ist eine absolute Katastrophe. Und dort wäre der Bub völlig fehl am Platz. Darum absolut richtig entscheidend, dass er gesagt hat, ich fahre nicht für Alpine, ich fahre für McLaren. Und eben bei Alpine, was jetzt momentan abgeht, ist einfach auch katastrophal. Ich sag dir, du hast jetzt gerade wirklich so einen Kessel mit Öl auf die Kochplatte gestellt und aufs 9 Uhr da. Weil ganz ehrlich, wenn ich nur schon den Namen Alpine höre, es macht mich einfach wieder hässig. Also komm, lass deine Wut raus. Ich lass jetzt meine Wut raus. Nein, es ist unglaublich. Bei diesem Team, es gibt kaum ein Team, das mich aufregt und das mich nervt. Aber Alpine, mein Gott, das ist wirklich eine Katastrophe. Wo wollen wir da überhaupt anfangen? Weißt du, ein Ottmar Safnauer, der sehr ein geduldiger und ruhiger Mensch ist, mal das Team reinholen, das Gefühl hat, dass da etwas umkehren kann und dann schmeißen wir ihn einfach so raus. Ich habe gerade letztes Jahr wieder ein Video gesehen, wo das ganze Video ist nur darum gegangen, wie viel Scheißwechsel die hatten. Jetzt musst du das reinziehen. Seit 2018 haben die in den Führungsrängen keine einzige Person mehr an der gleichen Stelle. Alle gewechselt, geschmissen oder ersetzt worden. Ach, hast du... Ich habe zwar gesagt, ich kann das mit genau so einer Inbrunst noch einmal sagen, aber hast du... Ich habe mein Handy gerade nicht da. Wie habe ich es geschrieben? Ja, da, wo du mir geschrieben hast. Ja. Muss ich es dir vorlesen, oder was? Also, warte. Du hast mir das geschrieben im... Hast du mir das im Instagram geschrieben? Um was ist es überhaupt gegangen? Ja, es war im Instagram. Ist es um ein Binotto gegangen? Ja, genau. Ich habe dir einen Beitrag geschickt, dass, also es gibt momentan ein Gerücht, eben, dass der Binotto angeblich bei Alpine als Teamchef zurückkommt. Der Masterplan. Und da hast du mir geschrieben, dass das Gerücht schwebt ja schon seit Anfangsjahr um. Und danach habe ich dir geantwortet gegeben, ja, würde aber nicht trainiert passen, habe ich das Gefühl. Und danach sagst du so, Bro, das Team ist better Offense, wenn sie, better Offense, sie einfach aufgeben und alles verkaufen. Sollen gescheiter den Andretti mal versuchen. Dann hast du auch mal Leadership, wo sich wirklich für den Fans interessiert und nicht einfach nur ein glorifiziertes Marketingprojekt ist. Ja, aber es ist doch so. Ich meine, sorry, wenn sie über ihr Team reden, dann reden sie von einem Projekt. Alter, wer sagt in seinem Formel 1-Team ein Projekt? Das geht nur darum, Alpine ein bisschen, eben, das ist ein glorifiziertes Marketingprojekt. Ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut. Und das wird sich auch nicht ändern, weil wenn du als Teamleader kaum selber Sachen kannst entscheiden und ständig deine Entscheidungen über den Haufen geworfen werden, dann erstaunt es mich nicht, dass dein Team einfach nicht läuft. Und ja, also ich bin absolut gespannt, wer sie da als neuer Teamleader reintun. Ich finde, das macht keinen Unterschied. Und eben, dann sollen sie gescheiter den Scheiß im Andretti verkaufen und einfach ihren Renault-Motoren-Vertrag behalten. Dann wären sie definitiv besser dran. Vor allem, wenn sie nicht mehr reinreden die ganze Zeit. Hure Renault-Leadership da. Das geht gar nicht. Ich meine, was macht... So, jetzt reiss dich zusammen. Ich versuche mich zusammenzureissen, aber was soll das bedeuten, dass sie den Laurent Rossi zu anderen, was haben sie gesagt, anderen Projekten, anderen Spezialprojekten haben sie dann übergeben? Was soll das heissen? Keine Ahnung. Sagt doch gerade, wir haben ihn gespickt. Ja, wahrscheinlich schon. Der wird nie mehr auftauchen. Nein, das ist mega komisch. Also, vielleicht werden wir es dann in Drive to Survive erfahren, weil da kommen manchmal so ein bisschen Background-Stories raus. Und der Magic hat gerade geschrieben, hat der Binotto nicht noch eine F1-Sperre, oder bin ich da falsch? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, er hat bei Ferrari schon eine Sperre drauf, eigentlich, dass er ein Jahr lang nicht dürfte switchen, habe ich gemeint. Weil er ist ja eigentlich immer noch bei Ferrari angestellt irgendwo. Das habe ich schon gemeint. Nein. Also er ist in Gardening Leave, sagt man dem auf Englisch. Also er darf sich nicht in einem anderen Team einnisten, er bekommt aber noch Geld von Ferrari, aber schafft auch nicht für Ferrari, wo er dafür keine Insights hat von Ferrari.
Da Ja, will ich auch definitiv. Definitiv. Jetzt kann ich ja seine Trauben pflücken für seinen Wein. Aber weißt du, für einen Binotto muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sowieso ein riesen Verlust eigentlich für Ferrari selber. Also, dass sie da nicht wieder in seine Technical Director Rolle reingeschlüpft haben, finde ich eigentlich schade, weil der ist sehr ein intelligenter. Ob er rein führungstechnisch gut ist, ja, kann man sich sicher darüber streiten. Also ich würde schon sagen, dass der Freddy das bis jetzt ein bisschen besser im Griff hat. Aber ja, schlussendlich ist er der Richtige für Alpine? Ich glaube nicht. Ich glaube, er muss in ein Team, das ein bisschen mehr Passion hat. Da kann man vielleicht vorgreifen zu einem Thema, das du am Ende hast besprechen. Aber ich finde, er passt dort dann einfach schlichtweg besser rein. Ja, Hasamine, schon gut. Ja, weil wir haben gerade vorhin noch darüber diskutiert, es gibt Gerüchte, dass, was ist Hugo Boss? Nein, sorry, jetzt bin ich am anderen Ort. Dass Alfa Romeo wird Haas. Aber ja, das ist auch ein sponsern. Thema noch, ja. Das ist auch ein Thema, genau. Auf jeden Fall, eben, dass Alfa Romeo Haas würde sponsern. Und ich sehe ihn dann noch fast in der dort. Dann kommt es natürlich darauf an, was würde Günther Steiner machen. Würde er zum Beispiel in eine CEO-Rolle übernehmen, weil vielleicht ein Gene Haas keinen Bock mehr hätte. Aber ich finde, er muss in ein italienisches Team. Und ja, Haas hat eine sehr neue Verbindung zu Ferrari. Von dem her könnte das, denke ich, sehr gut funktionieren. Ja, also ich sehe es auch realistisch, dass Alfa Romeo wird ja sehr wahrscheinlich nicht aus der Formel 1 rausgehen als Sponsor, weil es halt einfach ja Promo und alles für ja, ihre in Anführungszeichen Autos. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass sie zu Haas über switchen, weil Haas ist ja noch der einzige Empfänger nachher noch von den Ferrari-Motoren. Das ist eigentlich auch noch krass, wenn du es überlegst. Ferrari hat nachher nur noch Haas. Ich meine, Sauber, wer es jetzt Sauber fährt, ja schon noch 2 Jahre jetzt mit Ferrari-Motoren. Glaube ich. Also bis 26. Ich bin mir nicht sicher, aber ob sie vertragen im Fall. Warte, ich kann mal suchen. Oh mein Gott, stell dir vor, sie müssten nachher mit Renault-Motoren fahren oder so. Holy shit. Das wäre schon krass, ey. Aber ja, ich finde es eigentlich für Alfa Romeo gesehen, finde ich es ein logischer Schritt. Ich finde es auch ein okayer Schritt, sage ich jetzt mal. Ich meine, für Haas selber wird es sicher gut sein. Die können jeden Sponsor brauchen, der wirklich auch dabei bleibt und nicht nach irgendwie 3-4 Rennen sagt, so, ist jetzt scheiße und wir verpissen uns jetzt mal so wie Rich Energy. Hey, ich schwöre, falls ich habe noch nie so eine Rich Energy Dose in meinem Leben gesehen. Es ist zwar eine britische Energy Drink. Ja, aber ich war ja schon in England, aber ich habe den nicht gesehen, dort irgendwo. Ich weiß nicht, wo der verkauft wird, aber nicht in England. Also er ist schon in England verkauft worden, aber hat auch wirklich nur in der Zeit, wo er ganz kurz in der Phase war. Der hat auch vorher nicht verkauft. Der hat sich einfach schnell eine goldige Nase verdient, das Geld in die Bahamas geschickt und ist nachher abgehauen, sind wir ehrlich. Wahrscheinlich schon, ja. Aber vielleicht hätte man den Bart noch geschnitten mit dem Geld. Aber ja, eben, wie gesagt, ich finde es ein logischer Schritt von Alfa Romeo. Sauber, was sie nachher für Sponsoren haben. Eben da ist der Dings, der Elias, habe ich es richtig gesagt? Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, tut mir leid. Der hat jetzt gerade geschrieben, nächstes Jahr mit Kick-Sponsoren. Also sie haben ja jetzt schon den Kick-Sponsor drauf, wo ja eine Streaming-Plattform ist oder so, der neue Hauptkonkurrent von Twitch. Und ja, man muss es so formulieren, oder? Ich habe ein Angebot bekommen von denen. Nein. Ja, scheiß auf dich. Nein, aber eben, könnte schon noch sein. Ich meine, sie haben ja Steak haben sie noch, als Sponsor. Oder das ist eigentlich ihr Hauptsponsor neben Alfa Romeo. Aber ich denke, sie werden sicher auch wieder einen grossen. Also, sie werden wahrscheinlich schon Audi-Sponsor haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass sie den schon werden drauf haben, dass sie Audi als Sponsor werden haben. Darum stellt sich wirklich die Frage, ob sie dann auch schon oder ob sie dann noch mit Ferrari-Motoren fahren. Ja, ich bin jetzt immer noch am Schauen. Man findet aber gar nicht so. Kick und Steak gehören zusammen. Ich habe nicht gewusst, keine Ahnung, Alter. Okay. Aha, ja, macht noch Sinn irgendwo durch. Ist Ja, einfach Casino-Streams, gell? hässlich. Einfach hässlich mit dem Knallgrün. Ich finde es ganz schlimm. Ja gut, das war ja nur so eine Livery für Belgien. Dazu mal. Oder dazu mal letzte Woche. Ja, true. Ich hoffe, das bleibt dabei. Hast du nicht gefunden, wegen dem Motor? Ja, es wäre halt verdammt geil, wenn es so eine kleine Übersicht gäbe, wer ist noch wie lange halt unter Vertrag oder so, aber man findet wirklich nicht. Imagine Honda würde einspringen für Sauber. Nein, sehe ich nicht. Ja, logisch nicht, aber es wäre geil. Ich sehe ganz ehrlich, also Honda ist ja schon mit Aston, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich ein Revival mit McLaren könnte geben.
Je nachdem, wie halt der Mercedes-Motor wird sein. Oder es kann sein, dass Mercedes und McLaren eine riesige Partnerschaft eingehen. Also der Benko schreibt, ja, also Sauber fährt bis 2026 mit Ferrari und dann ist mit Audi vertrautem Sauber-Fan. Verstanden, wir vertrauen im Sauber-Fan. Ja, also wie gesagt, eben, ich finde es für Alfa Romeo macht Sinn, dass man halt irgendwo Sponsoren, wo man weiß, okay, die werden noch ein Weile länger mit Ferrari-Motoren fahren. Wie der Sauber nachher wird aufgebaut sein, mit was für Sponsoren, alles, das werden wir dann sehen. Ja, aber ich finde es eigentlich an und für sich, ja, jetzt nicht einmal so schlimm. Ich glaube, es auch Sauber selber kratzt das nicht einmal mehr so groß. Weil ich meine, die Formel 1 ist so lukrativ geworden, da kannst du jetzt wirklich jeden inzwischen als Sponsor rein. Und das finde ich auch gut, weil ich meine, das halten die kleinen Teams auch am Leben. Weißt du, ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt einen seriösen Sponsor haben. Also, ich will jetzt so nicht irgendwie so gewisse Webseiten oder so auf dem Auto drauf haben, aber ich weiß, was ich meine. Hauptsache sie zahlen, man. Ja, wirklich, ja, aber es ist ja so. Und weißt du, sie würden auch zahlen. Weißt du, das ist eben noch das Krasse. Es erstaunt mich im Fall nicht, dass bis jetzt noch nie jemandem von OF gesponsert worden ist. Also. Ja, gut. Ja, aber das ist ja nicht nur eine reine P-Plattform. Da kommt ja auch noch anderes Zeug dort ja, drauf, das ist eigentlich schon auch so, ja. Von dem her könntest du argumentieren. Ich glaube, es gibt sogar Künstler, die ihre Bilder dort verkaufen. Oder? Ja, also es gibt viele. Ich kenne den einen YouTuber, der hat irgendwie einen Witz daraus gemacht, Bilder von seiner Nase dort drauf zu verkaufen für ein Charity-Event. Und das hat tiptop funktioniert. Geile Idee. So gut. Ja, mal schauen, vielleicht, gut, eben, ich glaube, gewiss wie ein paar Teams haben ja schon noch ein bisschen, schauen ja schon noch ein bisschen auf ihre Seriosität, sagt man das so? Also einfach, dass sie noch seriös überkommen. Darum, ja. Wieso lachst du jetzt wegen dem Wort? Nein. Grundsätzlich ist mir einfach gerade der Kopf, also wenn irgendein Team einen komischen Sponsor würde nehmen, dann wär's? Haas? Jawohl. Sind wir d'accord. Einfach. Was? OF ist ein GT3 Racing Sponsor. Ah, was? Wie geil. Ah, was? Okay. Unsafe Release Sponsoring bis Sauber 2024. Hey, Sauber? Sauber? Hey. Sauber. Also, wenn ihr gerne einen neuen Sponsor sucht für die Saison 24, ich hätte so ein Budget, ja, 500 Franken könnt ihr schon locker machen. Im Monat? Oder im Jahr? Nein, Saison, ja. Ja, ich würde sagen Saison, also mehr mag ich auch nicht. Und das müssen wir dann noch splitten. Ja, wir müssen es aufteilen. Wahrscheinlich werden wir unter den Engine Cover aufgedruckt werden. Oder andersrum, sie könnten ja uns sponsern. Gell? Sauber Academy, hoi zusammen. Und ich warte eigentlich immer noch auf ein Mail von euch. Ich habe euch mal geschrieben, ich darf das Werk anschauen, bis heute keine Antwort bekommen. Ich bin schon enttäuscht von euch. Weißt du was, machen wir einen neuen Antrag. Wir sind ja die grössten Theo Pourchaire-Fans, oder? Wer? Nein! Der eher Lena Bühler, aber egal. Ja, beide zusammen. Apropos Theo Pourchaire, hast du mitbekommen, Formel 2, da sind wir jetzt zwar schon in Belgien, aber ich mache jetzt einfach den Gump ganz schnell. Ja, wir gehen dann nachher auf Belgien. Schon. Ja, easy, komm, fahren wir ab. Der hat Alpin ist ausgelöst. In Belgien hat der hure Glück gehabt. Frederik Vesti und Ayumu Iwasa haben beide keine Punkte geholt. Und er hat sich einfach leapfrogged, ist jetzt irgendwie 26 Punkte voraus und vor dem Wochenende war er irgendwie 20 Punkte hinter dem Vesti. Das ist krank. Okay. Ah, ist wirklich krank. Ja gut, von ihm halt jetzt nicht so wahnsinnig viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Pourchaire? Ja. Ja, das Ding ist, ich habe das Gefühl, er ist ein unglaubliches Fahrertalent. Aber, keine Ahnung, er ist so ein junger, hütziger... Er ist halt ein Hitzkopf. Wobei, der Max war halt auch ein Hitzkopf, als er reingekommen ist. Gell? Nocon ist in meinen Augen jetzt noch ein Hitzkopf. Aber ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er einen Sitz bekommt. Also Joe raus, Pourchaire rein. Ich denke eben auch, Vesti wird den Sargent ersetzen bei Williams nächstes Jahr. Aber das sind alles so Themen, die wir noch in einem weiteren Podcast anschauen können. Ja, das werden wir dann jetzt in der Sommerbreak, wenn wir da ein bisschen... Yes. Also da können wir schon mal sagen, wir haben überlegt, dass wir die nächste Episode wahrscheinlich mal so ein Halbzeit-Resümee machen von dieser Saison. Wie ein Fahrer performt, alles und dann eben auch so ein bisschen City Season, so ein bisschen Prediction-mäßig und so. Ja. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass der Theo Pourchaire etwa von den Gesichtszügen her aussieht wie der Marcel Kiefer? What? Wait. Geh mal den Marcel Kiefer googlen und schau mal den Theo Pourchaire an.
Die sehen vom Gesichtszug her Nein. recht identisch. Mo, Alter! Nein, überhaupt nicht, Sicher, Alter. Mo! Der Kiefer hat das vorher zusammengedrückte Gesicht. Nein, hör auf. Mo, sicher. Alter, du bist doch blind. Das Ding ist eben auch, was mir beim Theo so raussticht, ist, wie gross der Cape ist, Alter. Warte, das nimmt mich jetzt Wunder, wie gross ist der eigentlich? Ich glaube, der Sergeant bleibt noch mal ein Jahr, schreibt der Magic Card. Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, der Vries hat auch keine ganze Saison durchgehalten. Ja, und der Sergeant macht deutlich schlechtere, oder hat eine deutlich schlechtere. Ja, ich meine, Bilanz in Ungarn, jetzt kommen wir halt nochmal zurück auf Ungarn, dort war es sein Fehler gewesen. Tja. Und also ich sehe, also ganz ehrlich, ich sehe eher noch den Mick in einem Williams, und ich glaube es auch wäre für Williams sehr interessant, rein auch promotion-technisch halt und so, marketing-technisch halt, das sage ich immer wieder, wegen dem Namen Schumacher. Und er würde auch reinpassen. Ich glaube, er würde auch eine gute Ergänzung sein zum Albon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding ist, ja, ich glaube das schon auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Mercedes ist mittlerweile, haben sie hohe Freude am Frederik Vesti. Weil das ist so, letztes Jahr hat er einfach kein gutes Jahr gehabt. Er ist das Vorjahr immer bei Prema gefahren und letztes Jahr eben nicht. Letztes Jahr ist, glaube ich, zuerst bei ART gefahren oder so, oder bei Hightech, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, jetzt ist er wieder bei Prema und er rockt den Scheiß. Also der ist wirklich, er ist relativ dominant. Na gut, nicht dominant kann man schon nicht sagen, aber ist auch sicher sehr gut dabei im Title Fight. Und ich glaube eben, dass sie ihn schon auch unbedingt reinholen wollen. Und ja. Ich habe noch irgendwo gesehen, dass er Testfahrt macht oder bis am Freitag fährt von einem Grand Prix. Aber ich weiß jetzt nicht, an welchem Grand möglich. Prix. Ja. Und das Ding ist, wenn Mercedes mal einen Rookie-Fahrer lässt Testfahrten fahren, dann weißt du, dass sie es ernst meinen. Weil in der Regel nehmen sie lieber einen Mick Schumacher, der noch mal ein bisschen besseres Feedback und so kann geben. Aber am Ende des Tages, weißt, ich finde ganz klar einen Schumacher die bessere Entscheidung. Und der Schumacher ist vor allem eben auch finanziell die bessere Entscheidung. Was lachst du? Du hast es gesehen, gell? Also du hast jetzt gesagt, wenn sie einen Testfahrer fahren, ist es immer ein gutes Zeichen. Ein Rookie lernt als Testfahrer fahren. Ich weiß mit dem De Vries, den es verkauft. Ja, aber sie haben auch wollen, dass er unbedingt einen Sitz bekommt, sonst hätten sie ihn ja nicht verkauft. Ja, nein, sie haben auch wahrscheinlich gewusst, dass der Mick reinkommt. Vielleicht haben sie einfach gewusst, dass der De Vries nichts kann. Das ist auch eine Lüge. Ja, gut, Formel E ist ja kein Championship. Also nein. Ist ja nicht wert. Gerade ein paar Feinde gemacht. Ganz kurz, hast du mitbekommen, dass man munkelt, dass der Jake Dennis durch Sebastian Vettel vielleicht durchgesetzt wird? Was? Sorry, sag nochmal. Bei Formel E. Ja, ich will keine Formel E. Ja, ist ja gleich. Sebastian Vettel fährt eventuell Formel E. Ja, das glaube ich nicht. Ich hoffe es nicht. Nein, glaube ich nicht. Das soll einfach sein Race Without a Trace promoten, das soll seine Kernaufgabe sein. Ja, voll. Ja, das sehe ich auch so. Ja, du. Anyway, wir sind jetzt sehr abgedriftet wieder. Wie, so immer, oder? Wir sind Wie bei immer. Spa. Genau, also wir sind eigentlich davor gewesen, nach Spa gekommen. Also, Spa. Regen, trocken, nasse Strecke, Chaos oder irgendwie so etwas ist es gewesen. Der Gist und im hast du noch Rennen vergessen. Trockenregen oder trocken. Ja. Es ist, Nein, ja. Also ich habe es lustig gefunden. Jedes Mal, wenn ich eingeschaltet habe, um eine neue Session zu schauen, hat es geheißen, ja, die Session ist verzögert, wir müssen ein bisschen warten. Das hat aber tiptop gepasst, weil meistens musste ich noch irgendwie auf die Schüssel gehen oder bin gerade vom Arbeiten noch auf dem Heimweg gewesen und habe gemerkt, gut, ich habe gar keinen Stress, es ist eine rote Flagge, ist tiptop. Nein, okay. Ja, gut, da sieht man, dass manchmal ein bisschen viele Informationen da verteilt werden. Anyway, ja, um was geht es hauptsächlich mal noch? Also, wenn es im ersten Training war Regen gewesen. Das sind ja auch, das hat es recht gelernt, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Es hat Sessions relativ oft relativ viel gelernt. Also. Ja, anyway, jedenfalls geht es darum, ein riesiges Thema an dem Grand Prix, beziehungsweise allgemein, es ist ja seit der neuen Fahrzeuggeneration ist ja noch stärker geworden, ist ja die Gischt, die immer entsteht. Einerseits mal über die Reifen, andererseits mal über den Unterboden, wo ja wirklich eigentlich das Wasser von der Straße rauszieht sozusagen und hinten raufschleudert. Und jetzt ist die Formel 1 hat
am Silverstone Grand Prix beziehungsweise auch während der Pirelli-Reifentests haben sie so Schutzblech oder Kotflügel. Ja, jetzt könnte ich den Fun-Fact bringen, von wo der Kotflügel überhaupt kommt, aber ich könnte es einfach googeln, von wo das kommt. Nein, ich bin verblüfft, sag. Also Kotflügel, der heisst so, weil früher, wo wir Kutschen hatten und die Rösser haben mal gedacht, so, ja, jetzt lasse ich mal da meinen Inhalt hinten raus. Und die sind damals mit ihren Rädern drüber gerollt, hat das damals aufgewirbelt oder aufgeschossen und hat dann nachher in das alles volle Grind reingeschossen. Und darum gibt es die Blech über den Rädern, die eben Kotflügel heißen, weil sie eben halt den Kot eigentlich einfangen, sozusagen. Das ist eigentlich so der Fun-Fact dahinter. Anyway, jedenfalls, eben, man hat es getestet, so Kotflügel an einem Formel-1-Wagen hinten und glaube ich auch vorne hat man sich ein bisschen verbreitert gehabt. Da hat man eigentlich da den kleinen Wing, der über das Rad reingeht vorne, das hat man ein bisschen breiter gemacht. Und ja, man hat es getestet gehabt, der Ricciardo ist schon gefahren und der Mick ist gefahren. Und dann nachher haben sie halt wirklich so bewusst gefahren, dass halt eben einer hintereinander nachfährt und man geschaut hat, ist es jetzt besser oder schlechter. Und ich glaube, das Resümee von beiden Fahrern war, es bringt nichts. Und es hat auch anscheinend nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Jetzt ist es aber so, der Kotflügel wird nicht permanent am Auto sein. Der wird wirklich nur dann montiert werden, wenn es wirklich schifft oder wenn man weiss, es startet im Regen. Meine Frage ist jetzt einfach nur, wenn sie jetzt einmal ein Rennen startet im Trockenen und es kommt dann nachher voll schiffen, muss man denn die montieren? Weil der Effekt wäre ja dann gleich rum, dass man ja so viel Gisch hat. Oder muss man das Rennen extra abbrechen lassen, um das montieren zu lassen? Weißt du, was ich meine? Ja, das Ding ist, so wie sie eigentlich abgemacht sind, dass man sie platziert, macht ja auch Sinn rein safety-technisch, ist es nicht so wie ein Frontflügel, wo der hat ja viel größere Anbringfläche in dem Sinn, dass du ihn einfach abnehmen und draufstecken kannst. Du müsstest das ganze Rad abnehmen, ich bin mir nicht sicher, ob die ganze Radaufhängung müsstest abnehmen, aber du musst auf jeden Fall das Rad abnehmen, den Cape drüber tun, das Rad drüber tun. Es ist generell nicht so einfach nur zack, zack. Oder? Und das ist ein bisschen Problematik. Also du kannst nicht während dem Rennen da drauf tun, du müsstest einfach, wenn du weißt, der Regenradar ist müsstest du von vorne weg drauf haben. Aber die Problematik ist jetzt generell, also nicht nur hat es laut Fahrer nicht so viel gebracht, es hat einfach überhaupt nicht gebracht. In den Tests, die es kennen, es hat keine Videos gegeben, das vielleicht auch mit guter Absicht. Das, was ich davon gehört habe, ist, dass es wirklich null Veränderung gegeben hat. Wirklich null. Und ja, dann lohnt es sich so gar nicht. Sie sind anscheinend schon andere Ideen am Überlegen. Aber ich frage mich, was will man machen? Also, die einzige Möglichkeit, wie du generell weniger Gischt hättest, wäre erstens mal bei den Strecken, wo viele Bäume rum sind, alle Bäume absagen. Und zweitens einmal bei den Autos weniger auf Unterboden-Downforce gehen, weil dann hast du weniger Luft, die aufgesaugt wird und in die Luft geschmissen wird. Ja, aber das ist doch wieder alles gegensätzlich, oder? Also, ich glaube, wir kommen einfach immer wie mehr an den Punkt hin, wo man einfach sagen kann, die Formel 1 Autos sind schnell für ein anständiges Rennen zu fahren. Und das ist scheiße, das müssen sie sagen, aber ich glaube, es trifft einfach immer wieder ein bisschen zu. Ob es jetzt Dirty Air ist, ob es Gisch ist, ob es die Strategien sind, die nicht mehr viel beeinflussen, ob es die Reifen sind, die nicht mehr viel beeinflussen. Das ist schwierig zu sagen, aber ja, die Autos sind fast zu schnell für gutes Racing. Ja, also ich finde halt einfach, man müsste halt schon irgendwie eine Art wie so ein Schutzblech oder eben so einen Kotflügel halt schon machen, um das Wasser irgendwie ableiten oder so. Weil, ja, gut, klar, eben, früher ist es ja auch gegangen. Früher hat man sich ja auch nicht beklagt. Wobei früher ist man halt auch oder mit anderen Umständen gefahren. Ja, und kleinere Reifen mit weniger Profil, wo weniger Wasser verdrängt. Genau. Also, ich finde schon auch, also ich finde ja die aktuelle Fahrzeuggeneration finde ich eigentlich wirklich okay, beziehungsweise ich finde sie eigentlich auch gut fürs Racing und so. Ich meine, es hat ja jetzt schon auch bewiesen, dass das Racing schon auch besser ist. Ich meine, jetzt eben auch gerade Spa. Es hat am Renntag hat es ja wirklich extrem viel Überholmanöver gegeben. Ich meine, dort hat auch der Ocon, unser Lieblingsfahrer, hat ja eigentlich wirklich noch ein geiles Überholmanöver gemacht. Und ja, ich finde einfach halt schon auch so, dass man, also klar, das ist geil. Ich meine, früher hat es ja auch funktioniert. Ich meine, vor 20 Jahren war die Formel 1 auch gut, spannend und hat Spass gemacht zum Zuschauen. Und dort hat man halt einfach
kleinere, leichtere Autos gehabt. Man hat auch nicht so viel Aero gehabt. Dort ist es eben halt auch ein bisschen mehr um Motorleistung gegangen. Besser Motorensound nebenbei auch noch. Und ja, ich finde es halt schade, eben, man distanziert sich mega von dem. Eben, es wird halt immer schwerer. Ich meine, ich weiß nicht, ob ab 2026 Autos einmal schwerer werden. Ich weiß es nicht, aber ich meine, die Kläpfe, die sind ja 200 Kilo weg von einer Tonne. Das muss man sich mal überlegen. Und wir reden hier von Autos, die eigentlich ja, so eben so Hyper-Performance sind. Ich meine, ja, weiß nicht, Fiat 500 ist noch leichter. Das vielleicht schon nicht, aber ich glaube, die LMP1-Autos sind etwa gleich schwer und die haben noch die ganze Kabine oben drauf, oder? Ja. Von dem her, ja. Schau, das Ding ist so ein bisschen, ich glaube, was sich eben auch grossartig verändert hat, ist einfach die generelle Medienlandschaft. Weißt, man kann viel mehr reden, es ist viel aktiver auf Twitter alles unterwegs und generell der neue Formel-1-Fan, wie man ihn heute hat, ist auch viel mehr auf den sozialen Medien unterwegs. Das ist, ich würde sagen, Anfang 2000er noch weniger so gewesen. Hast nicht einfach ins Internet rennen und ich glaube, das ist das, wo viele halt auch, ja, vielleicht auch gar nicht können, weil die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich auch im Chat drin sind, die können Formel 1 kurz bevor Drive to Survive. Oder vielleicht sogar nur wegen Drive to Survive. Andere haben nur wegen dem angefangen überhaupt. Und dann ist auch generell das Mindset anders, wie man daran angeht. Und man kann viel mehr motzen, also motzt man mehr. Wegen dem weiss ich nicht, wie viel dass du einfach auch so ein bisschen Mediengetummel ist. Am Ende des Tages, oder ich sage es immer wieder, weniger Gedanken machen ist manchmal besser. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, vielleicht einfach das Regelwerk nehmen und dann ist komplett überarbeiten, wird ganz viele Probleme vielleicht auch lösen. Vielleicht wird es noch das eine oder andere neu hinzubringen, aber ja, am Ende des Tages, am Renntag die richtigen Entscheidungen treffen, ist wichtig. Und ich nehme da ganz kurz Bezug auf die Frage von Elias, ob die FIA übertrieben hat. Der hat relativ weit zurück mal gestellt, die Frage. Mit dem Warten. Ich finde überhaupt nicht. Ich finde für das Verhältnis erstens, wo Spa bietet, mit diesen tief hängenden Bäumen etc. Und vor allem angesichts dessen, was jetzt gerade wieder passiert ist dieses Jahr mit dem Dilano van 't Hoff, finde ich, ist es nur absolut die richtige Entscheidung gewesen. Einfach wirklich genug lang zu warten. Auf einer Strecke mit so einer, ja, ich sage jetzt mal, berüchtigte Kurve, wo so viele schwere Unfälle passiert sind, lieber 1-2 Runden vorsichtiger sein und den Start rauszögern, als dass da wirklich wieder etwas passiert. Weil wir haben es 21 gesehen, wo der Lando in die hohe Bande reingerastet ist. Und das war nicht ein kleiner Impact gewesen. Nein, das war schon recht her gewesen, ja. Ja, von dem her, Ja, ich finde es also, tipptopp, wie sie reagiert haben. Ja, also gut, eben beim Dings, was ist es gewesen? Formula, nein, was ist es gewesen? Renault, irgendetwas? Formula 4 Renault, European Ja. Championship. Gut, bei ihm muss man sagen, also er ist ja nicht in der Rouge oder in der Rad Lyon, ist ja nicht gecrashed, ist aber auf der Camel ist er ja gecrashed. Genau. Also Und eigentlich noch nach all denen, ja, nach diesen schlimmen Kurven. Aber ich meine eben, klar, eben, ich meine, Ja, der aber Magnus dort in ist schon- 2016 ist auch schon hart abgeflogen und hat so den Headrest rausgerissen und alles. Ja, dort, sorry, dass ich dir rede, aber dort ist schon dort, wo man nicht viel sieht, wegen den tief hängenden Bäumen. Das ist echt das Problem. Mit der Fahrer Nein, nicht also es gesehen. hat ja weniger mit den Bäumen zu tun, es hat ja mehr damit zu tun, dass die halt so tief hocken und du siehst ja, oben ist halt die Kuppe Ja, das kommt so fix, ja, relativ ja. knapp und ich meine, das Auto presst ja in den Boden rein, weil es ja ins Loch reingeht und nachher auf der Kuppe lüpft es sich, also das Fahrwerk drückt sie runter auf der Seite oder beziehungsweise das Chassis lüpft und das Fahrwerk aussen geht runter und dann nachher hast du einfach keine Sicht mehr. Und du musst dich eigentlich mega an den Curbs und an der Linie orientieren, dass du dort gut drüber reinkommst. Und ja, also eben, ich meine, schlussendlich, weißt du, es wird so oft immer diskutiert, gerade eben beim Spa. Und ich meine, Spa, man sieht es auch im Hintergrund bei mir im Stream, ich meine, Spa ist meine absolute Lieblingsstrecke neben Silverstone. Und man diskutiert immer so oft über die Rouge, Rad Lyon, ob das notwendig ist, ob man da etwas anderes machen müsste. Wegen Auslaufzonen und alles drum und dran. Schlussendlich, wenn du die Streckencharakteristik möchtest beibehalten, also vor allem auch die Kurvenkombinationen, glaube ich, kannst du Auslaufzonen probieren und machen und tun, wie du willst. Es wird
wenn es dort klopft, wird es immer einen schlimmen Unfall geben. Ja. Weil das ist einfach halt so wie die Kombination vor allem mit den Höhenmeterunterschied, die es gibt und alles drum dran, dann ist es halt einfach gefährlich dort. Ich würde einfach, also das Schlimmste, was passieren könnte, ist halt einfach, dass sie die Kurve rausnehmen und das dürfen sie nicht. Weil ich meine, klar, eben, man kann sagen, so, ja, es ist unverantwortlich, wenn man jetzt das würde so lassen, aber es gibt so viele Tote. Ich weiß, 42 Fahrer sind schon gestorben, oder 44 Fahrer sind schon gestorben auf dieser Strecke, irgendwie so etwas. Ja. Und das ist schon recht krass, aber eben irgendwo durch macht sie auch die Strecke aus. Gerade die Kurvenkombination, wie sie ist. Und ich glaube auch, dass man sie ja gut schon verbessert hat mit Auslauf zu meinen Freunden, hat es das dort gar nicht gegeben. Da ist einfach ein Leitplank auf der Seite aufgezogen worden. Oder auch, dass man ein Kiesbett neben ihnen hatte, das hat es auch eine Weile lang gegeben. Also früher war es ja noch schlimmer gewesen. Weißt, und ja, sorry. Du sagst es, früher war es noch schlimmer gewesen. Und ich glaube, jeder Rennfahrer ist sich bewusst, dass er bei jedem Rennen, egal auf welcher Strecke, irgendwo durch noch sein Leben aufs Spiel setzt. Und du hast vorhin gesagt, was 42 Leute sind in Norwegen gestorben. Ich habe ganz schnell, was mich wundert genommen, geschaut, wie viele Leute sind beim Indy 500 gestorben. 74. Aber man diskutiert nicht darüber, die Ovalstrecke einfach sein. Man fährt einfach weiter dort drauf rum, oder? Ja, sorry, ich wollte nicht zu fest reden, aber ich stimme dir da einfach zu. Früher war es auch gefährlich gewesen, also noch gefährlicher. Ja, und eben jetzt auch da, wie der Simi gerade reingeschrieben hat, schlussendlich ist es immer noch ein Hochrisikosport, also beziehungsweise Motorsport ist dangerous. Ja, schlussendlich ist es einfach immer so und ich glaube auch, das wissen die auch und ich glaube auch, dass du wirst nie eine Formel 1 haben, wo du, sagen wir mal, 320 Sachen kannst in eine Wand rein tun und einfach aussteigen. Das wäre nicht gewesen. Das wird es nie geben. Wenn du blöd einschlägst, schlägst du blöd ein. Ich meine, schlussendlich, du kannst das sicherste Auto bauen auf dieser Welt. Schlussendlich kannst du immer noch sterben. Es kann einen Materialfehler geben, es kann einfach sein, dass es gerade ein blöder Aufprall war, es kann auch Barrieren sein, die blöd war beim Einschlag und alles. Es kann so viele Faktoren geben, du wirst es nie können finden. Und ich meine, schlussendlich, es kann auch in Silverstone einen schlimmen Unfall geben, es kann in Österreich einen schlimmen Unfall geben, es kann vor allem auch in diesen Stadtkursen wie Saudi-Arabien, wenn dort mal einfach in so eine Leitplanke rein ist, dann ist einfach auch mal Feuer oben. Ja. Ich meine, der Mick hat sie dort auch übelst abgeräumt gehabt. Oder eben auch zum Beispiel Bahrain. Hat ja auch viele Auslaufzonen. Aber dort ist der Grosjean auch abgeflogen und ist einfach mal eine Minute im Feuer reingehockt. Und das ist halt einfach, ja, ich meine, eben das ist immer ein Risikosport, es wird auch immer ein Risikosport bleiben und es wird halt einfach immer gefährlich bleiben. Und ich verstehe es, man will es immer sicherer machen, aber zu welchem Preis? Ich meine, die Autos jetzt sind ja wirklich sehr, sehr sicher. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr sicher. Aber je sicherer die Autos werden, desto schwerer werden es. Und desto mehr Wucht schlägt auch in eine Barriere rein. Also heisst, die Barrieren müssen auch immer mehr und mehr verstärkt werden. Dass das halt einfach angepasst wird. Weil, ich meine eben, ich weiss nicht, wie viel Kraft auf eine steht, bei so einem Impact wirkt. Ich meine eben, man hört immer so die G-Geschichten, die auf den Fahrer wirken. Aber ich meine, der Aufprall ist ja immer noch mal ein bisschen etwas anderes, wo ja zum Beispiel eben dann ein Chassis absorbieren und so. Und das finde ich halt eben dann, ja, schon noch recht krass. Ich meine, klar, früher ist es ja auch sehr schwere Umfälle gegeben und dort war die Sicherheit noch nicht so hoch gewesen. Und ich meine, eben, da muss man auch der FIA also hoch anrechnen, dass die Autos wirklich sehr sicher sind. Aber eben, die Autos werden halt einfach immer schwerer. Ich hoffe, dass sie mal gleich das Ziel verfolgen, dass man halt einfach versucht, die Autos wieder leichter zu machen. Weil so kann man, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen schwerere Unfälle verhindern, wegen dem Einschlag hauptsächlich auch. Dass man halt einfach irgendwie schaut, dass man oder irgendwie ein Material entwickelt, wo halt einfach auch die gleichen G-Kräfte und alles kann absorbieren, wie es jetzt ist, aber halt einfach wesentlich leichter ist. Ja, ich frage mich, ob es mittlerweile so ein bisschen einfach auch zu fest limitiert ist, was man für Materialien brauchen darf. Weil ich weiss, dass sie Teilmaterialien limitiert haben, damit halt die teuren Teams nicht die teuersten Materialien und so brauchen. Aber das ist ein good point. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon längstens etwas, vielleicht, also es ist safe teurer, aber wahrscheinlich standhaftigeres und leichteres Material als Carbon wird es geben. Oder vielleicht so einen Hybridmix dazwischen.
Ja. Ja, denke ich auch. Denke so. Schau, am Ende des Tages, es ist wichtig, wie du sagst, dass nicht nur die Autos, sondern auch die Strecken sicher werden. Und wo ich auch happy bin, ist, dass man immer wie weniger von diesen blöden huren Sausage Curbs sieht. Weil ich finde, so Sachen sind noch viel wichtiger mittlerweile. Also das Auto du kannst sicher noch ein bisschen sicherer machen, aber man darf die Strecke nicht vergessen und die huren Sausage Curbs haben doch ein paar böse Unfälle verursacht. Und ich bin froh, also gerade in Belgien, mir ist keine einzige mehr aufgefallen. Vielleicht außer bei den Busstop-Chicane. Dort haben sie noch eine drauf. Aber dort, ist okay. Ja, aber dort ist es ja auch irgendwo durch ein bisschen notwendig, muss man sagen. Ja, wenn du so langsam fährst, ist es auch nicht so schlimm. Dann kann die höchstens maximal, würde ich jetzt sagen, maximal, Beispiel Monza, kann das eine Auto aufs andere lüpfen oder ein vielleicht aufs Dach lüpfen oder so, maximal. Und das geht ja noch klar. Aber ich meine, der Crash von dem Italiener da unten, das Video kennen sicher alle, wo der aus der Parabolika, so in die Luft fliegt und Turbinen und so. Also so Scheiß, wenn wir nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist, das sind die richtigen Schritte. Ja, das sehe ich auch so, definitiv. Ja, wir kommen mal zurück. Wir reden jetzt eben mal über den Sprint selber. Es war ein Sprintwochenende, für die es nicht gesehen haben. Und der Sprint, der war wirklich gut gewesen. Also, ich habe ihn auch mal interessant gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du gefunden hast. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also nicht im Sprint ist ja noch nicht die Kollision mit Sainz und Piastri. Aber Piastri ist ja auf P3 gefahren. Oder ist es so gewesen? P3? Warte, jetzt bin ich gerade richtig lost im Fall. P3 oder P2? Also jetzt weiss ich es nicht mehr. Oh mein Gott. Also das ist ein Ding. Chat, helfet! Was war es gewesen? P2? Sprint P2 ist da. P2. P2. Wer ist P3 geworden? Pierre! Ah, ja, stimmt. Oh mein Gott. Noch vorher so abgeflucht über Dings, über Alpine oder Alpine und ja, stimmt. Er ist schon P3 geworden, stimmt. Er hat sich auch mega gefreut. Ich habe mich auch gefreut, ein bisschen für ihn. Ja, vor allem, ich habe es schön gefunden, der Pierre, er hat wieder mal Tribute ein bisschen gemacht und das hat er alle vom Paddock dazu eingeladen, für Antoine eine Runde zu säckeln, also eine Runde um Spa, Francorchamps. Und danach hat das für ihn halt auch nochmal, also generell, es ist jedes Jahr es ist ein extrem sentimentales Wochenende für ihn. Vor allem jetzt, wo der französische Grand Prix halt noch nicht mehr rum ist. Und ich sage es immer wieder, also Gasly gehört einfach auch zu meinen Lieblingsfahrern mittlerweile. Und ich habe mich auch wirklich sehr, sehr gefreut, auch auf Piastri. Die Aussage, ey. Basel, Sprint war echt super gewesen. Oder ist echt gut gewesen. Alcastle, ich weiss nicht mehr vom Sprint. Ja, hey, aber jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Stimmt, der Piastri war schon auf P1 dort. Sie sind ja mega lang in der Formation Lab drin gewesen. True. Und dann ist ja der Gasly, der Piastri ist ja dann nachher zuerst in die Box gegangen, dann sind die Verstappen noch draussen gelassen und dann hat so, durch die Pizza ist ja der Piastri der Erste gewesen. Da hat es einen Safety Car gegeben, weil der Alonso abgeflogen ist. Und dann nachher, hat das so können, den Max aufschliessen. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, der Max hat auch wieder eine brutale Pace drauf gehabt, das ganze Wochenende über. Und also Piastri hätte das nicht gewinnen. Also es wäre nicht gegangen. Und wieder mal sind wir in unserem Lieblingssegment. Wie geil wäre die fucking Championship, wenn der Max Verstappen nicht würde existieren? Ja. Das wäre insane. Das wäre wirklich geil. Also wirklich etwas gehen. Aber ich glaube, wenn jetzt, sagen wir mal, es würde kein Verstappen existieren, wer würde echt Red Bull drin haben? Also, wir müssen jetzt ja davon ausgehen, wir können die Frage gerade beantworten, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass sie einen Wachs Verstappen haben, beispielsweise. Sonst ist die Championship wieder nicht mehr spannend. Nein, aber dann, ganz ehrlich, dann wäre der Daniel Ricciardo immer noch drin. Der wäre gar nicht rausgegangen. Das ist für mich die logische Schlussfolgerung. Wäre er echt denn so OP? OP nicht, nein. Ich glaube, sie hätten einfach ein starkes Line-Up. Sie hätten sich sicher einen guten anderen Zweitfahrer gehabt. Sie hätten vielleicht auch... Wobei, andererseits muss man sagen, gell, wenn Max Verstappen nicht gäbe, wäre Albon wahrscheinlich nie in die Formel 1 gekommen, weil sie hätten nie den Engpass gehabt von Fahrern. Und dann hat wahrscheinlich der Pierre Gasly genug Zeit bekommen, sich auszureifen im Alpha Tauri und wäre jetzt vielleicht der Teammate von Daniel Ricciardo. Boom.
Keine Ahnung, aber das ist verdammt schwierig zu sagen. Weil eben schlussendlich, es gibt auch noch einen Sainz, der bei Red Bull war. Go Tief ist safe. Ja, eben. Oder wer jetzt so gegeben? Ich meine, wie hat er geheißen? Der Neuseeländer, der auch nicht lange Liam dabei Lawson. war. Aha. Nein, der Was? der Nicht wo lange dabei LMP1 gewonnen hat. Ah, Brandon Hartley. Ja, das ist ein Neuseeländer, oder? Ja. Das ist Neuseeländer, ja. Schluch. Daruvala Riesenschluch. wäre jetzt bei Red Bull, genau. Daruvala? Nein. Also Daruvala ist ja schon ein guter Fahrer, aber der bleibt dort, wo er ist. Ja, also eben, das sind halt eben so was wäre Wenn-Fragen, aber schlussendlich ist es so, wie es ist. Wir haben jetzt halt einen Verstappen in der Formel 1. Ja, aber es hat sich ein paar, ja, vor ein paar also. Jahren gedacht, so beim Hamilton, ja, was wäre, Aber- wenn der nie in der Formel 1 gewesen wäre. schlussendlich. Simi. so Fragen gibt es immer. Absolut. Ja, aber eben, der Sprint war gut gewesen. Allgemein, ich finde eigentlich die Sprint dieses Jahr sind eigentlich nicht mal so schlecht. Also ich meine, Österreich war ja ein Sprint gewesen noch. Und Österreich war auch ein guter Sprint gewesen. Und also Baku war nicht gut gewesen. Baku war scheiße gewesen. Ja, du hast einfach etwas generell gegen Baku. Ja, Baku ist einfach scheiße. Nein, Zum Zuschauen ist es gut, zum Fahren in FS 23 ist es der grösste Scheiß, Mann. Nein, für die Strecke ist geil, sie macht Spass zum Fahren, sie sieht gut aus, es ist historisch, es ist Drama, es ist Puff, es ist Peng. Nein. Da bist du, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der das so empfindet. Also ich finde die Strecke einfach geil. Ich finde sie einfach geil. Anyway, Du hast eine was ich allgemeine auch Geschmacksverstimmung. das ist Lüge. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ist wieder mal meine 2 absoluten Lieblingsfahrer oder Top-Kandidaten nach dem Max Verstappen für Driver of the Season, Yuki und Albon. Ja. Da haben wir uns da gross fett in die Notizen geschrieben und das ist einfach wieder mal krank, was die für Leistungen bringen. Also vor allem Albon vor allem. Ja, das ist Hey, halt ein Driver of the Day für ihn geworden, er hat einfach nicht gebracht. ich bin leider eingeschlafen gegen Ende von dem. Nein, also der Albon, ich habe ja schon ein paar Mal geglaubt, Albon macht einfach momentan so eine geile Performance im Williams inne und einfach sympathischer Typ, sympathisches Team und er selber fährt wesentlich besser als sein Teammate und holt auch, das sage ich die ganze Zeit, er holt wahrscheinlich auch mehr aus dem Auto raus, als momentan wahrscheinlich auch möglich ist. Und der hat so eine geile Pace am Anfang, der ist so gut unterwegs gewesen, aber am Schluss haben sie es ein bisschen verkackt, weil der Reifen eingegangen ist. Und dann haben sie mal stoppen und dann ist eben wieder von den Punkten rausgedroppt. Ja, schade. Wenn es vielleicht auf Mediums gewesen wäre, hätte es vielleicht gelangen, aber es wäre schwer gewesen, weil halt einfach ja, mit dem Mediums-Auto wahrscheinlich nicht so schnell gewesen wäre wie mit den Softs. Aber das Rennen dort vom Elben ist wirklich geil gewesen. Auch Yuki ist wirklich brutal gefahren. Und ja, ich habe, er ist glaube ich mal irgendwie so P6, P7 gewesen, glaube ich. Also ein bisschen mehr Punkte hätte er können holen. Ja, aber das Auto hat nicht mehr mögen. Und ja, eben das Auto hat nicht mehr mögen. Aber im Vergleich zum Ricciardo ist er ja wirklich eigentlich gut gefahren. Also, ich meine, Ricciardo ist jetzt ja schon auch ein bisschen ein Brett. Ich meine, er hat ja in Ungarn, haben wir voll vergessen zu erwähnen, in Ungarn ist ja eigentlich wirklich gut gefahren. Ich meine, im Qualifying schon weitergekommen als sein Teammate und im Rennen selber auch weiter vorne positioniert. Auf P13 ist ins Ziel gekommen. Und ja, Spa, ich glaube, er braucht vielleicht noch mal ein paar Rennen natürlich, aber es drin ist. Aber allgemein muss man sagen, Ricciardo performt jetzt eigentlich so die ersten 2 Rennen jetzt auch nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, Ja, definitiv, ja. wir dürfen ihm jetzt natürlich nicht gerade vorwerfen, ja, hey, der hat so viel Erfahrung, soll immer die Punkte reinfahren. Ich glaube, das Auto weiss er selber auch, ist nicht gut und das weiss auch Red Bull bzw. auch Alpha Tauri, wo ab 2025 24 Hugo Boss heisst vielleicht. Und ja. Ja, also es ist, weißt, er hat jetzt auch beide Mal wirklich ein bisschen Pech gehabt. Im Qualifying hat er Pech gehabt, wo ihm Zeit gelöscht worden ist. Im Rennen in Spa hat er, glaube ich, auch Damage gehabt. Ungarn, was war das schon wieder? Dort war auch irgendetwas mit dem. Der Yuki? Auch Damage. Nein, mit dem Ricciardo. Ja, er ist ja dort, es ist ja so gewesen, dass ja der Zhou Guanyu hat ja einen schlechten Start gehabt, hat dann verbremst in Ricciardo rein, Ricciardo in Alpine und dann ist der Alpine auf der Alpine hochgeflogen. True, ja genau. Aber also, ich finde beide Rennen nicht unbedingt sehr repräsentativ. Zeigt eigentlich mehr, dass es nicht gebracht hat, Daniel jetzt schon in Wagen reinzustecken. Hat sich gescheiter im De Vries noch 2 Chancen gegeben, wobei eben, das war ja schon ein Done Deal gewesen. Also,
Macht auch keinen Unterschied mehr. Aber schau, ich habe das Gefühl, der Danny wird auf die Pace vom Tsunoda kommen können. Und er wird auf die Pace kommen. Aber ich habe das Gefühl, Tsunoda hat sich dieses Jahr in seinen wahren Farben gezeigt. Ich glaube, er ist, ich würde vielleicht behaupten, ein genauso guter Fahrer wie der Daniel Ricciardo. Und das ist vielleicht extrem weit aus dem Fenster, weil klar, er hat noch nicht mal ansatzweise die Chance gehabt, sich zu beweisen so fest, aber ich kann mir vorstellen, wenn er eine ähnliche Karrierelaufbahn wird bekommen, wie es ein Daniel Ricciardo hat, der wird seine Wins reinholen. Der wird ein stabiler Zweitfahrer sein, definitiv. Also nicht gerade Champion, aber ich bin immer wie überzeugter von ihm und diese Saison zeichnet es aus. Der wird zusammen mit dem Albon für mich Driver of the Season sein. Ja, also muss ich ja sagen, Yuki, ich habe ihn ja immer ein bisschen, also ich habe ihn eigentlich immer gut gefunden. Einfach halt 22. Saison ist halt wirklich, ja, und auch Anfangs 21 ist nicht so gut gewesen, aber Ende 21 ist er eigentlich wieder stark gewesen. Und ich finde auch, also er hat sich brutal gemacht. Und ich glaube es auch, eben, ich meine, das ist ja ein Drive to Survive, ist ja das auch gezeigt wurde, eben, dass es halt jetzt viel ernster nimmt, das Ganze. Und das merkt man ihm auch an. Und ich glaube schon auch, dass er, ja, Ende dieses Jahr wahrscheinlich schon gute Performance für können liefern. Und ich denke auch nicht, dass sie ihn werden irgendwie droppen oder so, irgendwie mal rausschmeißen, weil der Helmut Marko hat auch gesagt, bevor sie die Vries rausgerührt haben, sie sagen mit der Performance und mit der Pace vom Yuki sagen sehr zufrieden. Er hat ja auch einfach Pech gehabt, was Strafen anbelangt hat und halt gewisse Fahrereignisse oder Rennereignisse, die passiert sind. Aber sonst sage er eigentlich mega happy mit ihm. Und wenn das der Helmut Marko schon mal sagt, dann bist du schon mal eigentlich in trockenen Tüchern. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und eben ich meine, die Weiss hat sie dann genommen. Ja, der hat es maximal genommen. Das Ding ist halt eben, weißt du, gerade ein Tsunoda, er zeichnet sich gut ab, er bringt gute Leistungen und er hat, ich finde keine Ahnung, er passt einfach so gut in die Red Bull-Familie rein. Ich kann mir ihn gar nicht anders vorstellen, außer irgendwo, wo ein Honda-Motor hinter drin hockt. Das ist, das habe ich schon mal gesagt, dass er vielleicht mit dem Stroll würde zusammen Aston Martin anführen. Aber anyway, ich sage es immer wieder, wenn du zurückschaust in die Red Bull Driver Academy, also die Fahrer, die ich wirklich sage, haben Potenzial. Die brauchen alle noch ein bisschen. Ein Iwasa, ein Lawson, finde ich, ist auch noch nicht ready. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückschaut, ein Zane Maloney, sehr starke Pace. Der Fittipaldi, der Jüngste, hat auch sehr starke Pace. Aber er hat auch schon das zweite Jahr dabei und hat erst einen Win. Oder? Also, der Hauger. Der Hauger, der kannst du güdern, der wird seine Dings verlieren. Der Jack Crawford, der wird die Sponsorship auch safe verlieren das Jahr. Aber wenn ich krass, der Hauger ist in Formel 3 ist so stark gewesen. Absolut dominant. Absolut dominant hat er diese Season. Einfach jetzt Formel 2. Ja. Einfach nichts mehr. Aber so ist es halt manchmal. Gell? Also, es passiert selten mal, wie bei einem Jack Doohan, wo sich so ein Revival eigentlich hat in der Formel 2. Die meisten, wenn sie in der Formel 2 von Versagen, war. Und ein Jack Doohan, der hat das ganze erste halbe Jahr über scheiß Resultat gehabt und ist jetzt auf einmal immer noch oder wieder Vierter in der Championship und hat 2 Siege nacheinander geholt, oder? Ja. Aber zeigt auch so ein bisschen, das Formel 2-Feld ist auch close. Aber ich finde, es hat zu wenig Fahrer, die gross daraus rausstechen. Und der Red Bull wird sich da nicht denken, ja, jetzt kommen wir da langsam mit Druck, dass wir einen nehmen. Also, die werden safe nächstes Jahr mit Tsunoda und Ricciardo fahren, wenn nicht sogar noch ein Jahr länger mit diesen beiden, bin ich fast überzogen. Ja, glaube ich auch. Auch wenn sie Hugo Boss heißen. Warte, ich sehe mal, aber wie soll das denn heißen? Red Bull Hugo Boss? Oder was? Nein, ich würde sagen Hugo Boss, Red Bull Powertrains Formula 1 Team. Wahrscheinlich, so etwas in die Richtung. Okay, ja, bin ich mal gespannt, wie das oder vielleicht nehmen sie auch eine italienische Variante. Aber dann wird der Begriff Rennanzug eine komplett neue Bedeutung haben. Ja, definitiv. Ich freue mich schon auf die ganzen Sponsorship-Events von Daniel Ricciardo und Hugo Boss, wo er einen Modelvertrag wird haben. Oh, mashallah. Jetzt kannst du etwas schauen, ja? Ja, also ich sehe es so wie du auch. Ich glaube, so eine Red Bull Academy momentan ist jetzt so etwas, wo brutal raussticht. Beziehungsweise wo einfach. Also, Iwasa sehe ich eigentlich schon noch.
Den sehe ich eigentlich schon noch. Also am ehesten von allen, würde ich jetzt sagen. Voll dumm, dass ich so lange hatte, aber es wird nicht Hugo Boss heißen, sondern Ugo Capo. Hugo Capo. Wegen Toro Rosso, weißt du? Red Bull, Hugo Boss, Hugo Capo. Sorry. Ja, wir schauen mal, was da kommt. Vorher ist noch eine Frage gekommen, die ich noch echt gut finde. Vom Simi ernst gemeinte Frage zur aktuellen Saison. Welches Rennen ist bei euch, oder in euren Augen, das langweiligste gewesen? Ich bin am Fall legit fast die ganze Saison durchschauen. Ich weiss nicht, hast du etwas? Wo du wirklich kannst sagen, das ist langweilig. Wir haben doch einmal gerade vor kurzem einen Podcast gemacht, wo wir über das Rennen geredet haben. Das ist gefühlt in 2 Minuten vorbei gewesen, weil es einfach wirklich langweilig war. Also es muss in meinen Es ist Augen, so langweilig, dass es schon gar nicht mehr in meinem Kopf ist. Ja, genau. Also es muss in meinen Augen ein Red Bull Pole Win sein, weil zuerst habe ich gedacht Miami, aber nachher habe ich gemerkt, nein, warte, Miami hätte den Perez auch Pole geholt. Das war eigentlich gar nicht mal so unspannend gewesen. Spanien war irgendwie spannend wegen der neuen Kurve. Wir hatten sehr viele Overtakes gehabt. Baku ist ein paar Mal geschrieben worden. Baku war sehr langweilig das Jahr, ja, das stimmt. Baku ist wirklich langweilig, das ist so. Sonst wäre natürlich Standardantwort Monaco. Aber wir haben halt am Anfang die ganze Zeit das Aston Martin-Zeug gehabt, das geil war. Ja, das ist so, ja. Ich bin gerade am schauen, Kanada... Nein, Kanada ist ja eigentlich auch noch, habe ich gemeint, geil gewesen. Also, das ist ja Verstappen, Alonso und Hamilton auf dem Podest gewesen. Und der Fernando hat ja gesagt, er will ja so pushen, dass er möchte den Win holen und alles. Hätte aber dann nicht können. Kanada ist eben eigentlich auch nicht mal so schlecht gewesen. Ich glaube, es ist wirklich glaube ich, Baku bis jetzt, wo ich wirklich sagen, ich weiss, es war ein Sprint, der scheiße war. Und das Rennen an sich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendetwas rausgestochen ist. Ja, nein, also ich würde auch sagen, also es muss Aserbaidschan sein, weil das Ding ist, wenn wir im Verstappen... Na gut, nein, Baku war halt die spannend, weil der Perez gewonnen hat. Ja, ich weiss doch auch nicht. Es ist schwierig zu sagen, weil... Also Baku ist für mich einfach grundsätzlich... Ich glaube, wir haben einfach alle momentan das Gefühl, dass das generell langweilig ist, weil halt keine grossen Frontfights passieren. Aber wenn man mal Rennen für Rennen durchgeht, wer ist auf dem Podium gestanden, wer ist close to the top teams etc., man merkt schon, da ist mal Aston Martin, da ist mal Mercedes, da ist mal Ferrari, da ist mal McLaren. Und sogar Alpine hat mal ein bisschen vom Kuchen bekommen. Also so unspannend wäre die Season eigentlich gar nicht, aber keine Ahnung. Imagine, Red Bull wäre pro Runde 7 Zehntel langsamer. Das wäre spannend, das Ganze. Das wäre krank. Das wäre absolut krank. Oder sagen wir, alle Teams wären 7 Zehntel schneller. Das wäre es krass, das wäre eine geile Saison. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich auch so einen fucking 2012 7-Way-Fight. Ja, ja. Sehr gut vorstellen. Weil ganz ehrlich, es hat in den Top-Teams in meinen Augen genug Championship-Kaliber-Fahrer drin, dass das wirklich auch liefern könnte. Ja, ich meine, ein Alonso ist bei einem guten Team. Ich meine, wir haben den Hamilton, der bei einem guten Team ist. Wir haben den Verstappen. Wir haben den Lando, der eigentlich auch wirklich könnte liefern könnte. Schrägstrich Piastri, wo man einfach jetzt sagt, der kann auch liefern. Ja, Alpine lassen wir mal vor aussen. Wir haben den Bottas. Nein, also, eben, ich finde eben, wenn das Feld einfach nochmal ein bisschen näher wäre. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass es einen Dreikampf um den Titel gibt. Das wäre ich so gerne, wenn es einfach 3 Teams wären. Und ja, wo hat das haben wir schon so lange nicht mehr gehabt. Ja, und weißt du, ich meine, ist die neue Fahrzeuggeneration gekommen und haben gedacht so, ja Mann, jetzt könnte es klappen mit näher beieinander fahren und alles drum und dran. Da kommt einfach Red Bull und verdammter Chassis und zieht allen davon. Ja. Und dann ist es einfach nur noch Formel 1 oder diese Red Bull Racing gegen Formel 2 Autos gefühlt. Und es ist einfach, ja, jetzt sind wir irgendwie wieder hure weit weg. Und ich meine, man hat ja immer geflucht, ja, Mercedes hure dominant, so stark und alles, aber schau mal, die Gap, die der Verstappen fährt mit dem Red Bull gegenüber das, was der Hamilton in Mercedes gemacht hat, das sind dann auch nochmal Welten gewesen. Ja. Das ist einfach, also nicht mal die Mercedes-Dominanz ist so dominant gewesen, wie Red Bull jetzt ist. Das ist unglaublich, wenn man sich das einmal so vor Augen hält. Rennen gefahren, 12 Wins von Red Bull. Sie werden
dieses Jahr locker die 13er-Win-Dings aus dem Dings raushauen. Ich bin auch überzeugt, dass beim nächsten Rennen in Zandvoort der Max Verstappen den Rekord vom Vettel einholt. Der wird ihn safe übertreffen. Und ich würde mich nicht erstaunen, wenn Red Bull der absolute alleinige Rekordhalter wird sein, wahrscheinlich bis ans Ende von der Formel 1 für die meisten Punkte in einer Saison. Und das wird diese Saison passieren. Und dort, wenn man das so ein bisschen anschaut, ist es auch gleich einigermaßen spannend, dieser Dominanz so ein bisschen zuzuschauen, weil das letzte Mal, wo ich in einem Fahrer zugeschaut habe und einfach das Gefühl hatte, der macht keine Fehler, und in einem Team zugeschaut habe und das Gefühl hatte, die machen keine Fehler, niemand kommt nennen, das war 2018, 19, 20 gewesen, Mercedes. Ja, aber weißt du, die haben ja gleich zwischen ihnen immer wieder mal so einen Ausfall gehabt, wo dann nachher ein anderer Fahrer ein anderes Team gewonnen hat. Mir ist es so nicht reingefahren. Ich habe immer, wo ich wirklich richtig angefangen habe zu schauen, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, ist wieder Mercedes, der gewinnt, ja, ja. wieder Hamilton. Also wenn du zurückdenkst von 2014 bis eben so 20 oder eben auch ein bisschen 21 noch, hast du immer so also sicher bis 20 hast du einfach gewusst, dass ja, Mercedes wird es machen. Oder spätestens ab 2015 hast du so gedacht. Und es ist aber gleich immer so gewesen. Ich meine, die Statistiken reden ja für sich. Ich meine, eben, Mercedes hat ja das dann gleich nie erreicht gehabt, was eben ein Sepp früher hatte, oder eben hat am meisten Wins als Team hintereinander und so. Und, sind ja gleich immer, sind halt einfach etwa die mal Strategiefehler gehabt, Mercedes. Und Red Bull ist halt einfach, was Strategie anbelangt, einfach auch Nonplusultra. Das sind Boxenshop-technisch Nonplusultra. Sie sind eben Auto- und Fahrertechnisch einfach momentan, also abgesehen von Perez, auch Nonplusultra. Das ist krass. Aber ich finde es jetzt schade. Klar, ich meine, schlussendlich sind auch Rekorde da zum gebrochen werden. Aber es ist halt schon auch sehr eintönig, was man halt immer wieder sieht und so. Aber auch das wird mal eigentlich zu Ende gehen, schlussendlich. Auch das wird eigentlich mal vorbeigehen. Ja, aber die Frage ist halt einfach, wenn. Ich bin halt einfach gespannt, ob wir irgendwann noch, ob nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht noch etwas merkt von dieser Strafe, in Anführungszeichen, die sie bekommt wegen der Budgetobergrenze. By the way, das hast du sicher auch mitbekommen. Es gibt ja 3 Teams, die über Budget sind letztes Jahr. Und man munkelt, das ist Alpine und Aston. Und das dritte Team weiss man aber noch nicht, glaubst, also ist noch nicht so ein bisschen ans Licht gekommen, wer das könnte sein. Stell dir vor, es ist einfach Haas. Ja gut, Haas denke ich jetzt mal weniger. Also ich könnte mir McLaren noch vorstellen. Ja, also ich denke auch, wenn du schaust, was... Also Alpine ist mehr wahrscheinlich einfach ein Management-Error. Wenn du aber schaust, was McLaren und Aston für Fortschritte gemacht haben aus dem Nichts raus, denke ich schon auch, es müssen eigentlich die beiden Teams gewesen sein. Das schreibt gerade rein, die neuesten News, die ich gelesen habe, sind Red Bull, Mercedes und Aston Martin. Stell dir vor, Red Bull nochmal. Der würde es aber so richtig hageln dort. Ja, aber die würden, weißt du, was für eine fette Buß bekommen? Stell dir vor. Also eben, die Strafe, die da zum Red Bull bekommen hat, ist ja lächerlich gewesen in meinen Augen. Also dort hätte man eigentlich entweder Punktabzug machen, WM-Punktabzug, oder einfach so einschränken bei der Entwicklung oder weiss ich was, dass man einfach etwas merkt davon, dass sie Budget überzogen haben. Weil ich meine, schlussendlich haben sie das Budget überzogen und man merkt einfach gar nichts. Das ist halt das, ich glaube, also das ist ja eigentlich schon auch das Ziel gewesen. Ich glaube, sie haben einfach überschätzt oder unterschätzt, was das für eine Wirkung hat. Also, ja, aber ich glaube, es hat einfach überhaupt nicht das gebracht, was sie gedacht haben, die Strafe. Ja, aber weißt du, ich meine, es sind ja weniger Windkanalpunkte und Dings haben einfach 1 Million oder so etwas haben sie müssen zahlen als Strafgeld. Und ich glaube, es ist ein etwas anderes gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, was genau die Strafe war. Aber ich finde einfach, klar, 1 Million ist viel Geld. Da werde ich jetzt nicht abstreiten. Ich meine, der FA ist sicher mit dem Geld schon gut gegessen. Aber ich finde halt einfach, dass mega krass, dass du so eine Strafe raushaust und du siehst ja, der Effekt ist ja nicht sie werden ja nicht langsam oder sind nicht eingeschränkter wegen dem. Darum, was soll jetzt andere Teams dazu hindern, die Budgetobergrenze auch
nicht zu überschreiten. Weißt du, was ich meine? Da kann ich jetzt mal so sagen, so, du, die Strafe letztes Mal war ja so banal gewesen, 1 Million haben wir Oberkante, wahrscheinlich sogar schon ins Budget reingerechnet, weißt du? Und dann nachher, so scheißegal, verlochen wir gerade 160 Millionen statt die 140, oder? Ja, ich mein, und dann nachher zahlen wir auch die Millionen. Ich meine, die anderen Teams können jetzt immer sagen, ja, sorry, Red Bull hat ja auch so eine Strafe bekommen, wieso sollen wir jetzt eine andere bekommen? Dann können sie das auch, weißt, anfechten. Ja, und du kannst es ja auch taktisch ein bisschen anschauen. Wieso nicht viel mehr Geld investieren in irgendwelche teurere Materialien oder teurere Maschinen etc., wo dir vielleicht dann nachher das Budget über Grenze halt zwar zumachen, aber du musst gar nicht mehr so viel testen. Und dann spielt es dir auch gar keine Rolle, wenn du nachher weniger Aerotests machen kannst. Hauptsache du hast mehr Geld reingebuttert für etwas, was dich generell viel schneller macht, oder? Es ist, ja, ich glaube, das sind wir nicht ganz unrecht. Du musst noch ganz fertig lesen. Ja, also er meint eben, also man muss halt einfach das stärker bestrafen. Das ist eigentlich definitiv so die einfachste Antwort auf das Thema. Man muss es einfach hart bestrafen. Und ja, eben, ich habe einfach das Gefühl, dass halt Teams das dann bewusst überziehen, weil sie halt einfach sehen, so, die Strafe ist ja eh nicht in Anführungszeichen, also klar, 1 Million ist viel Geld, aber eben, wenn du schlau bist, kannst du das ins Budget reinrechnen, dass du so 1 Million abgibst und dann kannst du einfach überziehen. Ich meine, Ferrari hat ja in der Saison 2019 oder so haben sie 450 Millionen ins Auto reingebuttert. Und also die ganze Entwicklung und alles und da. Da musst du dir mal überlegen, das ist abartig viel Geld, weißt du? Das ist eben auch das, da haben wir letztes Mal schon darüber geredet, gerade im letzten Podcast oder im vorletzten, wo der James Vowles darüber geredet hat, dass Williams 20 Jahre hinter drin sind mit der Technik, die sie haben. Und dort ist halt wirklich das Ding, die Teams, die jetzt schon geile Infrastruktur haben, für die kratzt es eigentlich relativ wenig, ob es so ein Budget über Grenzen drin ist oder nicht. Aber Teams wie Williams leiden darunter, weil sie nicht mehr Geld in geile Infrastruktur reinsetzen, als dass sie eigentlich müssten, weil sie aufholen. Sie bekommen langsam immer wie mehr Geld über, also sollten sie das eigentlich auch richtig einsetzen, aber das können sie nicht. Also, ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang mit den Regulations und da muss noch ganz viel passieren, dass sie den gewünschten Effekt auch effektiv bringen können. Ich glaube, es ist einfach, die Grundidee ist gut, aber die Umsetzung lässt noch ganz viel offen. Ja, es ist ja momentan noch das Thema, dass ja Alpine sich beschwert hat, dass ja ihr Motor schwach ist gegenüber den anderen Motoren, die rum sind. So und da ja die Motoren gefreezed sind, also die dürfen sie ja nicht mehr performance-technisch weiterentwickeln, sondern halt einfach nur, wie heisst das Wort? Resistenz. Ja, genau. dürfen sie nur so weiterentwickeln, also nicht auf Performance aus. Haben sie jetzt einen Antrag gestellt, die FIA, dass sie das können ausgleichen können. Weil, ich weiß gar nicht, sie haben ja gesagt, der Performance-Unterschied ist irgendwie 6% oder so. Das ist relativ viel. Ganz ehrlich. Aber eben, es ist Renault, sprich Alpine. Ich weiss, es ist, für mich, nein, das muss ich jetzt einfach sagen. Weil für mich klingt das wie, Mami, ich will noch ein bisschen gamen. Ja, aber dafür gehst du schon jetzt Nacht ins Bett und nachher bist du im Bett. Mami, ich habe Hunger. Das klingt für mich ein bisschen so. Ja, okay. Aber nein, das Ding ist ja das, die FIA, das habe ich aber auch nicht gewusst, die FIA tut in den ersten 5 Rennen in der neuen 2026er-Saison, also wenn die neue Fahrzeuggeneration kommt, beziehungsweise die neue Motorgeneration, tun es 5 Rennen lang Performance-Daten von allen Motorherstellern genau aufnehmen. Und wenn wenn sie irgendwo sehen, okay, ein Team ist schwächer vom Motor her, dürfen die das anpassen oder man überlegt sich dann, dass die anderen eingebremst werden. Dass einfach Motoren, eigentlich Motor-Performance etwa gleich ist. Ich glaube, das darf sich nur irgendwie so um 1 oder 2% variieren. Oder dann haben die einfach dann statt, wenn sie, sagen wir, sie haben jetzt ein 5% Defizit, also sagen wir jetzt mal Renault, dann dürften sie 5% bei der Aero könnten es mehr entwickeln als die anderen Teams, einfach zum Ausgleichen irgendwo. Weißt du, wenn sie es mit dem Motor nicht herbekommen, dürfte es auf Aero oder Chassis gehen. Okay, also dann geht es wahrscheinlich so ein kleiner BP-Style, also Balance Performance, so ein bisschen. Das sind relativ viele Rennserien, haben das auch. Also klar, Formel 2 etc., weil sie ja das gleiche Chassis haben. Aber zum Beispiel, ich glaube, ein gutes Beispiel für das wäre Rallye. Weil da gibt es ganz viele verschiedene Autos mit vielen verschiedenen Aero-Paketen etc. Aber
ganz klar vorgegeben, was die Motoren vom Power her dürfen. Man darf immer noch seinen eigenen Motor herstellen in dem Sinne. Also man muss nicht gerade einen Einheitsmotor haben, aber es ist einfach ganz klar vorgegeben. So viel Brake Horsepower maximal, so viel Hubraum maximal. Und dann ist das einfach das, was das Auto kann. Und dann wird es einfach auch abgetrostet. Ich glaube, es geht so in die Richtung in dem Fall. Ja. Also es geht halt einfach darum, dass man halt nicht die Autos alle gleich hat, sondern halt einfach, dass die Leistung immerhin etwa identisch ist. Oder halt, ja, sagen wir einfach, dass, wenn man da angeht, so, das Auto hat 900 PS, dass man halt einfach etwa die 900 PS bekommt. Und ich finde eigentlich die Überlegung wirklich gut, weil man macht es halt dann einfach spannender, wenn wirklich alles etwa identisch ist. Einfach halt, ja, nein, die Autos sind ja nicht identisch, aber halt die Endleistung oder das Endresultat, also man kann dann nicht sagen, so, ja, das Auto ist einfach schneller gewesen, weil es bessere Aero hatte. Dann kann man sagen, so, ja, aber du, klar, meine Aero ist vielleicht schlechter, aber ich hole es mir mit dem Motor raus. Weißt du, was ich meine? Das finde ich eigentlich noch eine geile Überlegung, dass man das so machen will. Ja, aber frage ich mich halt einfach, wieso macht das die FIA so, dass man nur die ersten 5 Rennen das überprüft? Beim 6. Rennen kommt dann einfach irgendwie so Ferrari und hat irgendwie so 1200 PS rein statt 900 PS und sie können es nicht mehr überprüfen, weil sie die Sensoren nicht drin haben. Weißt du, was ich meine? Also, da ist irgendwie dann so ein bisschen, naja, weiss ich halt ja, nicht. Oder dann wird es so safe wieder irgendwelche Tricks geben, von wegen, ja, erst wenn das Auto effektiv auf der Strecke ist, hat es dann die Performance, die es auslösen kann, weil dann noch mehr Downforce hast oder irgendwas so geschmeißt. Also, Teams werden sehr innovativ sein bei so Zeugs und die Tests so ein bisschen umgehen. Das war schon immer so gewesen. Ich freue mich wieder auf die neuen Grauzonen, die existieren, die dann auch wieder ausgenutzt werden wie Hölle. Ja, das ist eben das. Wegen dem fände ich es schade, wenn Formel 1 so ein bisschen in ein Chassis, eine Motorenrichtung würde gehen. Weil so Sachen wie der Double Diffuser und generell einfach so die Innovationen, das macht halt Formel 1 eben schon auch aus. Und ja, dann ist mein Argument von vorhin wieder blöd, wenn ich sage, Formel 1 Autos sind schnell. Aber gleich, es ist ich finde, man dürfte viel mehr Challenges eigentlich der Autoentwickler in die Wege leiten. Einfach so sagen, ey, ihr dürft ab jetzt das und das nicht mehr brauchen. Viel Spass. Hoffentlich sind die nächsten noch so schnell. Oder sie richtig grusig limitieren, dass sie extrem innovativ werden. Das wäre vielleicht auch spannend. Sie sind dann nachher vielleicht langsamer oder so, aber dann ist, ja, ich weiß auch nicht. Das wäre eine hure geile Idee. Sagen wir es so, es ist wirklich so wie in F1 23 jetzt. Sagen wir, am Japan Grand Prix zum Beispiel heisst es so, ey, das sind die neuen Regularien fürs nächste Jahr. Das und das fliegt weg, das und das ist erlaubt, entwickelt. Der, der es am besten macht, der gewinnt. Weißt du, was ich meine? Gehen wir mal davon aus. Wir sagen, man darf, das ist jetzt völlig ridiculous, nehmen wir es so nicht ernst, aber kein Frontflügel, kein Heckflügel, keine Unterboden-Aerodynamik und keine aussenstehende, abstehende Teile, die Aerodynamik beeinflussen können. Und nachher sagst du noch, Motor, kein Hybrid, entscheidet der Rest selber, aber ihr dürft maximal so und so viel Abgaswert haben. Viel Spass. Und dann ist wirklich alles über den Haufen geworfen. Wie bringst du Downforce an ein Auto, ohne Downforce-Teile zu haben, ohne Unterboden-Downforce? Weißt du, was wird das für eine riesige Challenge sein? Und dann stechen dann viel mehr auch einfach die Köpfe raus, die effektiv wirklich die guten Engineers sind. Da sticht ein Adrian Newey noch mehr raus und ein Pat Fry vielleicht sogar, who knows. Ein Andrew Green, oder die werden richtig rausstechen oder so etwas. Das Zeug, das ich hier wieder lese, ey. Das einfach ist der Rennen, der Gabo will rennen wie Feuerstein Auto fahren. Eben, also nehmen wir es nicht ernst, aber ich sehe, dass ich meine, mal richtig radikal etwas wegnehmen, was einfach gegeben ist mittlerweile. Was ich geil würde finden, ist jetzt, also abgesehen jetzt vom Motor, geil würde ich auch finden, wenn es einfach mal heisst so, ja, wir machen jetzt mal so ein Reboot von einem 1999er Chassis. Entwickelt. Oh. Oder irgendwie genau. so etwas. Das ist die Rahmenbedingung. So breit darf das Chassis maximal sein und einfach, dass alle nachher so wie ein Leighton House aussehen, so ein 1992er. Ach! Ja, weißt du, irgendwie so etwas, weißt du. Das wäre eigentlich noch hure interessant. Und, aber das würde halt wahrscheinlich mit budgettechnisch wird das nicht aufgehen. Das wird, da müsstest du so viel Geld investieren in das Ganze. Ja, und es sieht nachher auch alles ein bisschen aus wie ein Klonsport. Und ich glaube, weißt, das Problem ist, mit allem, was wir immer so als einfache Lösungen haben, ist immer Sponsoren. Das ist immer das grösste Problem.
Die werden immer reinlängen. Was darf man machen, was darf man nicht machen. Klar, Safety ist dann auch immer noch etwas, wo reinlenkt. Es wird schon nicht so einfach sein, den ganzen Geschmäus zu organisieren. Aber gewisse Sachen müssen sich verändern. Der Simi schreibt noch rein, also geil würde es finden, wenn die ADV-10-Motoren mit E-Fuels würden kommen. Aber es ist ab für die Hersteller nicht zeitgemäß. Du, ganz ehrlich, ich bin fest überzeugt, dass E-Fuels und grosse Motoren wieder werden zurückkommen. Oder beziehungsweise ein E-Fuel kommt und die grossen Motoren kommen wieder zurück. Oder mehr Zylindergie. Weil schlussendlich ist es für die Hersteller auch interessant, weil E-Fuel gibt ja nicht genau die gleiche Leistung ab wie der normale Verbrennungsmotor. Also du hast eine andere Verdichtung. Das heisst, je besser du den Motor auf das E-Fuel abstimmen kannst, ist ja auch eine gute Entwicklung oder Weiterentwicklung, was du nachher auch im PKW-Bereich weiterentwickeln oder auch integrieren. Und darum wäre es rein theoretisch für die Autohersteller auch interessant. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das einmal wird kommen. Also, ich sage jetzt nicht eine Zahl, aber doch, ich sage jetzt eine Zahl in 10 Jahren oder so. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht Formel 1 mal wieder irgendwie statt irgendwie von der V6 wieder auf eine V8 geht oder so. Aber halt einfach mit E-Fuel. Weil ab 2026 ist ja E-Fuel, wo kommt. Und dann ist eigentlich das, was das Auto hinten rauslässt, ist ja dann eigentlich CO2-neutral in dem Sinn. Und soviel ich weiss, wird es wieder das Phänomen geben, das es früher auch gegeben hat, wo man für gewisse für gewisse Sessions mehr Sprit betankt und dann das wie muss möglichst schnell verbrennen. Das hat es früher auch gegeben. Die sind ja früher sogar so weit gegangen, also nicht nur hast du mehr Sprit rein tun, sondern einen anderen Sprit, du schon einen ganz anderen Motor können brauchen früher. Das ist manchmal haben die in den Qualifyings so Wegwerfmotoren gehabt, die genau für eine Qualifying-Session eigentlich gelangt haben. Da hast du den Motor gödern. Und dann haben sie auch, wie heisst der Geschmäus, wo sie für Flugzeuge brauchen? Das Benzin. Der Kerosin. Kerosin. Die haben aber wirklich mit Kerosinmischungen ihre scheiß Motoren betankt. Und dann war es halt schon nochmal etwas ganz anderes mit diesen Autos. Ja. Das Metall, das du geschrieben hast mit 2030, das stimmt nicht. Es ist schon richtig, dass die EU das eigentlich beschlossen hat, dass man keine Benziner mehr einlösen oder keine neuen Lösungen mehr machen für den Benziner. Aber sie sind zurückgerudert, wenn du ein Fahrzeug hast, wo eben das synthetische Benzin, also E-Fuel, wird verwenden oder unterstützen. Dann darfst du es wieder einlösen, weil es CO2-neutral ist. Ja, hoffentlich ja. Also 2030 stimmt schon, das stimmt schon. Dann ist es gesetzt worden, aber Deutschland ist zurückgerudert. Darum ist auch jetzt Porsche so extrem entwickelt. Ich meine, Porsche Cup fährt ja auch schon auf 100% E-Fuel. Das ist seit 2 Jahren. Ja. Also eben, das E-Fuel-Zeug, glaubt mir, das wird kommen. Und, weil Elektro ist keine Alternative und auch Wasserstoff ist keine Alternative. Der Elektro ist so lange keine Alternative, bis man endlich eine bessere Batterie findet. Und selbst dann wird es einfach in ganz spezifischen Orten eingesetzt. Ganz ehrlich, ich fände es noch fast wichtiger, dass man zum Beispiel den Flugverkehr könnte auf Elektro umstellen könnte. Wenn man irgendwann mal einen Elektromotor findet, der so viel Power kann liefern kann, ohne dass er gerade einen Nuklearreaktor hinten rein muss bauen muss, sei dahingestellt. Aber der Fußabdruck von einem Auto auf den generellen CO2-Abstoß, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist relativ gross. Nein, 0,6%. Nein, 20% auf der ganzen Welt. Bullshit. CO2. Nein, das ist wirklich so. Wirklich? Ja. Der hat vom WAP aber einen Scheissdreck erzählt, der hat gesagt 6% oder 0,6%, bin mir nicht mehr sicher. Nein, es ist eben hure viel. Ja, schau mal, was die in Indien unterfahren, ey. Oder ja, okay. Ich meine, schau mal, wo unsere Autos, wenn wir Autos in Export gehen, die gehen in Länder, aber die haben gar keine CO2-Regulierung. Die fahren Autos nur, wo... Also, ja, schon, aber weißt du, also, mein Grundargument ist, der Flugverkehr macht definitiv mehr Müll und da kannst du es nicht dagegen setzen. Also der Flugverkehr macht mehr CO2-Ausstoßungen. Und ich finde, dort müssen wir noch eher daran arbeiten. Oder einfach auch, dass die Mentalität weggeht, dass man halt überall hinfliegt. Weißt, dass es attraktiver wird, einfach nur dort zu fahren. Ich glaube, das ist wichtiger. Und wenn Formel 1 da das E-Fuel anständig pushen kann, dann geht es genau in die Richtung. Weil, ich meine, wenn etwas wichtig ist bei so Themen, dann ist es Innovation. Oder man kann nicht einfach
alles irgendwo hinschießen und sagen, ja, wir behalten jetzt das, was wir haben, weil das ist beständig und es funktioniert. Man muss ausprobieren. Wir haben jetzt mit dem Hybrid experimentiert. Wir werden weiter mit dem Hybrid experimentieren und ja, es wird auch kommen mit dem E-Fuel. Wir werden experimentieren und wir werden die richtigen Lösungen finden, wie wir das Zeug wirklich effizient machen können und auch spassig machen irgendwo durch. Also ich bin einfach froh, haben wir so Stimmen wie die vom Vettel, die einfach das Grosse in die Welt raustragen, das hilft sicher mega. Ja, also gut, noch an dieser Stelle muss man sagen, dass E-Fuel ist ja nicht nur für Autobenzin. Also E-Fuel kannst du auch Diesel machen. Du kannst auch, wenn du in der Schifffahrt kannst du das anwenden und kannst auch Kerosin daraus machen. Also das kannst du überall anwenden. Aber du musst halt den Motor anders verdichten, dass es effektiver ist. Weil eben, so viel ich weiss, das sind so Zahlen, die ich aufgelesen habe, ist, wenn du ein Auto hast mit 300 PS, hast du etwa nachher eine Leistung drin von etwa 190 PS oder so. Du verlierst eben relativ viel Leistung, weil es einfach anders verdichtet. Also der Motor musst anders verdichten. Aber hängt mich nicht auf an dieser Aussage, weil ich weiss es nicht zu 100%. Aber du musst einen anderen Motor eigentlich in dem Sinn bauen. Aber rein theoretisch wäre es möglich, soviel ich weiss, das kannst du E-Fuel nehmen, kannst einfach in ein Auto reinlassen von den 70er, 80er Jahren. Und dann nachher wird das auch laufen. Du kannst als E-Fuel, kannst auch mit normalem Sprit, wo man einfach so aus der Zapfsäule rauslassen, kannst auch vermischen. Wäre nachher auch ein geringerer CO2-Ausstoß, weil halt natürlich halt weniger vom normalen Sprit verbrannt wird. Halt ja, aber ist. Das Ding ist, weißt, man muss halt auch eine Alternative haben für Leute, die nicht viel Geld haben, weil das E-Fuel ist bis jetzt einfach noch viel zu teuer. 10 Franken ein Liter kostet. Aber, also von dem her... Ja, aber schau, weißt, ich meine, wer produziert E-Fuel? Es ist gerade mal Porsche, der das selber so entwickelt und ein paar andere, wie soll ich sagen, so Ingenieure oder wie sagen wir den Namen? Weiß nicht, Wissenschaftler, die sind das am entwickeln. Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler, Alter. Wissenschaftler. Also, weißt du, die sind das am entwickeln und logisch ist das sehr teuer, aber wenn du das in Masse produzieren, ich meine E-Fuel, schau, das kannst du überall produzieren lassen. Du kannst es in Chile machen, wo es jetzt Porsche macht, wegen dem Wind. Du kannst im Norden oben, Norwegen, Schweden, Finnland, was auch immer, kannst es mit den ganzen Stauseen, die sie haben, machen, mit dem Wasser, das sie haben. Du kannst sogar in der Schweiz es produzieren, mit Windkraftwerk, mit Stausee, mit Solar, kannst du es im Nahen Osten produzieren lassen. Du musst einfach viel Energie haben. Das ist halt das, was das E-Fuel momentan so killt, weil der Prozess zum aus Wasser Wasserstoff machen, ist halt ein verdammter Energieaufwand. Und das Synthetisieren kostet einfach auch viel Energie. Das ist eigentlich so der grösste Haken. Ich meine, ja, wenn es keine kleine Energie dahinter hat, dann was bringt es, oder? Das macht ja keinen Sinn. Wenn es natürlich aus einem Atomkraftwerk rausziehst, die Energie ist natürlich nicht, dann ist es nicht so, oder aus einem Kohlekraftwerk, dann ist es natürlich nicht so gut. Das ist ja so. Aber ich meine, schlussendlich, die Ideen sind dumm, es wäre auch umsetzbar. Ich meine, stell dir mal vor, im Nahen Osten. Dort ballert die Sonne, sagen wir mal, 300 Tage von 365 Tagen. 65 Tage lang ist einfach ein Sandsturm dort. Und das Zeug produziert so viele Kilowattstunden. Du kannst wahrscheinlich nur schon mit der Restwärme, die der Sand in der Nacht abgibt, noch Energie eigentlich abziehen. Nur schon mit dem. Ja. Also das stimme ich absolut zu. Also, weißt, vieles ist einfach so ein bisschen... jetzt ist er einfach weg. Irgendetwas hätte er sagen und jetzt ist er einfach weg. Okay, gut, da bin ich aus Versehen nochmal verstummt gekommen. Vieles ist auch einfach so ein bisschen... Vieles ist auch einfach so ein bisschen wir wollen diese Landschaft nicht kaputt machen Ding, oder? Und dann, ja... Ja, Bullshit, was willst du in der Wüste draussen machen? Eben. Was willst du in den Oasen künstliche anpflanzen? Also bitte. Ja, oder einmal im Jahr einer vorbeiläuft und denkt so, schöne Oase. Nein. Das ist ja ein Bullshit. Nein, ich finde es geil, wie wir mittlerweile komplett im Polit-Talk sind. Ja, wirklich. Neue Talkshow. Ja, also von dem her eben das E-Fuel in meinen Augen absolut Zukunft und auch wenn wir halt wirklich dort ein bisschen investieren und auch die Politik wird wahrscheinlich ein bisschen dort noch das ein bisschen mehr in den Fokus nehmen, dann nachher wird das wirklich gut kommen. Und es wird den Motorsport schlussendlich retten, es wird unsere Autos retten und schlussendlich könntest halt den Klimawandel jetzt gerade bekämpfen. Ich glaube, da ist der Zug schon abgefahren. Aber du könntest ihn sicher noch mal rauszögern um viele Jahre. Weil, ganz ehrlich, wie willst du den Verbrenner ersetzen alternativ? Du kannst nicht auf Indien gehen, du kannst nicht auf Bahamas gehen, das habe ich schon 1000-mal gesagt. Du kannst nicht dorthin gehen und dann sagen, du kaufst jetzt ein Elektroauto. Die lachen die aus und laufen davon.
Weil der Verbrenner ist ja so etabliert in unserer Gesellschaft, wie willst du das ersetzen? So viel, auch in der Industrie läuft so viel mit Verbrenner. Das kannst du nicht ersetzen. Und das sehen halt einfach viele Politiker, sage ich jetzt mal einfach nicht. Aber egal. Ja. Genau. Wir sind jetzt richtig abgeschweißt von Formel 1 in E-Fuel und Politik. Aber es ist halt einfach ein riesiges Thema. Und ich finde es ein spannendes Thema, eben so das ganze E-Fuel-Zeug. Und darum sind wir mal gespannt, was dort noch weiterkommt oder noch weitergeht. Wir haben jetzt eigentlich schon fast alles angesprochen in auf unserer Liste. Nur eins habe ich offen. Und zwar eine Aussage von Hamilton, die ich einfach noch schnell reinnehmen. Der Hamilton hat gemeint, wenn er im Red Bull von Perez hocken würde Verstappen nicht seine Zeit haben, wie er sie jetzt hat. Also sprich mit den Race Wins, mit dieser Performance. Also eigentlich eine verdammte Kampfansage vom Hamilton gegen Verstappen. So à la, ja, wenn ich in diesem Auto wäre, würde ich es wahrscheinlich reissen, nicht du. Aber das ist so genau so das, was wir immer diskutieren, eigentlich, ja, was wäre, wenn beide im gleichen Auto sind. Wäre der Hamilton schneller als ein Verstappen im gleichen Auto? Die Frage habe ich sogar auf Instagram bekommen. Ich habe gesagt, der Hamilton, ja. Logisch hast du das gesagt. Und jetzt kommt logisch ist der Verstappen, was der Gabo sagt. Ich habe noch nichts gesagt. Und ich sage noch gar nichts dazu. Nein. Schau, das Ding wenn wir ist, alle die Antwort wissen. Nein, ich denke, auch wenn sie mehr oder weniger in Anführungszeichen die gleiche Generation fahren, du kannst auch zwischen Hamilton und dem Alonso so sagen, du kannst sie irgendwie einfach nicht vergleichen. Also, du kannst schon die beiden ins gleiche Auto rein tun, aber das wäre dann wirklich das Spannende, zum schauen, was passiert. Aber dann müsstest du auch weglassen, Politik innerhalb des Teams. Dann müsstest du auch weglassen, Reliability-Issues etc. Das Auto aufbauen für den einen Fahrer und nicht für den anderen. Also eigentlich, sorry, wenn ich schon reingrätsche, eigentlich wäre es so spannend, wenn man beide nehmen und einfach mal in einen Williams reinsetzen oder in einen Haas. Ja. Das wäre eigentlich spannend. Man kann so in dem Sinn, man kann es ja auch ein bisschen unterteilen. Also klar, okay, ich sage, die grossartigsten Fahrer machen, wie du sagst, eigentlich mit schlechten Autos gute Resultate. Aber man kann es eigentlich relativ gut aufteilen mit den Formel 1, also vom Game-Kriterien. Dort Ratings. Weißt du, wie das ist? Ja. Was ist das alles? Du hast Race, Pace. Racecraft hast genau. Pace. Danach hast du Experience hast noch. Experience und wie heißt es anderes? Nicht Surroundings, sondern Awareness. So. Awareness. Rein pure Pace. Wer ist der schneller? Ich hätte lang Hamilton gesagt. Aber ich würde mittlerweile sagen, auf eine Runde der Hamilton mit dem 2000, was war es? 20er Mercedes. Das ist absolut die beste. Genau. Nehmen wir den 20er Mercedes zusammen mit dem jetzigen Red Bull. Ich würde sagen, der Verstappen ist schneller. Nein. Wenn ich die beiden so vergleiche. Nein. Rein über eine Runde. Ja. Würde ich sagen, Verstappen ist schneller. Ja, weil er hat mit einem absolut nicht genug guten Red Bull können pushen und Poles reingeholt. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist ja ein Generationsunterschied von den Fahrzeugen. Weißt du, das kannst du irgendwie auch wieder nicht vergleichen. Weißt du, was ich meine? Mercedes ist offensichtlich schlechter. Der Red Bull ist ja eigentlich an und für sich in der 2020er-Saison ist ja nicht mehr so schlecht gelaufen. Ja, absolut. Also das ist halt immer schwierig zum Vergleichen. Weißt, aber ich glaube, One-Lap-Pace, glaube ich, ist Hamilton ist besser. Ich glaube es eben, egal wie das es drehen, es ist auch close. Also wenn ich jetzt würde eben von der Pace her meine Punktebewertung durchgeben, ich würde sagen, ein Hamilton 97, ein Verstappen 98. Also ich glaube nicht, dass da wirklich viel dazwischen ist. Rein über eine Runde sind beide verdammt schnell, aber ich würde sagen, der Verstappen ist Tacken schneller. Nein, das glaube ich nicht. Findest du nicht? Nein.
Da bin ich aber gespannt. Also Experience ist schon klar. Experience geht ja ganz klar an Hamilton, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Er hat einfach mehr Experience. Race Pace. Wer kommt Race Pace schneller wür- durch Race das Pace- Feld durch? Race Pace würde ich. Oh, ja gut. Weißt du, wenn ich jetzt einfach so Brasilien 2021 in den Kopf hineinhole, dann würde ich Hamilton sagen. Weil der Sprint ist absolut Legende gewesen, wo Aber er disqualifiziert wurde und nachher gewonnen hat. Ja, aber wenn Sprint. Belgien letztes Jahr reinnimmst, dann bist du etwa auf dem gleichen, weil das Rennen hat der Hamilton dort auf dem 15. gestartet. In Brasilien. Und Belgien ist der Verstappen letztes Jahr auf dem 15. gestartet und beide haben den Race-Win geholt. Ja, aber der Hamilton ist vom Platz 21 gestartet. Oder bis 20. Nicht im Rennen. Im Mal. Sprintrennen, ja. Ja. Im Rennen Eben. ist er vom Platz 15 gestartet. Ja. Da Aber kommt, gleich. da kommt das Gleiche raus. Also, ich finde darum, rein Race-Pace-technisch, auch da nicht, die sind so nöch. Also, Moment mal. Brasilien 21 oder 22, Ja. nein 21, ist er disqualifiziert worden für den Sprint und ist ganz hinten gestanden. Ja. Also Dann er hat 19 Fahrer vor sich gehabt und Dann hat hat er alle bis überholt auf und hat P- gewonnen. Und hat auf Nein. 100 Kilometer Renndistanz gewonnen. Nein. Er ist im Sprint hat er nicht gewonnen. Sicher hat er gewonnen, Kollege. Nein, er hat den Sprint nicht gewonnen. Kollege, hast du verarschen? Der hat den Sprint doch gewonnen. Nein, der ist im Sprint ist er auf Platz 10, glaube ich. Und danach hat er eine 5-Place-Grid-Penalty noch gehabt, wegen dem Wing. Und ist dann auf P15 aber gedroppt. Und dann hat er vom 15. hat er das Rennen gewonnen. Hast du ficken? Ich weiß das wirklich einfach nicht mehr. Also ich bin mir fast sicher. Und ich würde jetzt eben sagen, Race Pace finde ich den Verstappen stärker, weil er hat viel mehr Drives, wo er von hinten vorkommt und gewonnen hat. Ich bin gerade am schauen, warte. Der Hamilton ist gestartet von. Ach, da haben sie das Qualifying noch so anders gemacht. Ich fetze ganz kurz rein. Wir beenden die Diskussion einfach, indem wir der Wahrheit ins Gesicht schauen und sagen, dass der Yuki der Beste ist. Definitiv. Also, er ist von P20 gestartet. Und im Rennen, also beziehungsweise im Sprintrennen, ist er auf P5. P5, genau. Ja, genau. Bottas hat Schau gewonnen. jetzt, der Simi, der hat das richtig gute Gedächtnis. Und dann nachher, ist sicher gut googlen. Und dann nachher ist er von P10 gestartet, genau, und hat gewonnen. Ja, genau. Okay. Okay, Okay. oder? Aber auch da noch, Aber also, Race, also nein, schau jetzt, eben, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte. Was ist bei Race Pace, gell? Würde ich schon sagen Verstappen. Der geht schnell das Feld durch. Also, ich würde aber noch sagen, also Race Pace ist für mich beim Verstappen ein 99 und beim Hamilton 96. Aber 96 schiebt auch nicht ab, dass er schlecht ist oder irgendetwas. Aber für mich dann der Knackpunkt, wo sie eben nachher wieder komplett gleichstellt, ist Awareness. weißt du das schon wieder? Verteidigung, was ist das? Awareness ist das um dich herum wahrnehmen. Der Verstappen ist langsam schon auch dort drin, dass er sich noch über Strategie und weiss auch nicht was Gedanken machen kann. Aber der Hamilton, der checkt einfach immer zu 100%, was um sich herum passiert, habe ich das Gefühl. Und was man da noch für Strategie machen Ja, weißt du, bei bei Mercedes ist halt einfach immer so, wenn ich daran denke, der Hamilton hat sehr oft immer so gesagt, also, ja, über seine Reifen gehen auf und dann fährt er gleich etwa noch 10 Runden lang die schnellste Runde. Und das hat, aber das ist wahrscheinlich mehr so, so eine Ansage gewesen, dass er jetzt Goku pusht oder so wahrscheinlich. Ja, nein, also weißt du, ich meine, wenn ich so die Funksprüche vom Verstappen so in den Kopf hineinholen, by the way, Spa, richtig geile Funksprüche mit seinem Renningenieur. ja. Ja, ich würde schon sagen, Hamilton hat doch noch mal ein bisschen die besser als der Verstappen. Aber siehst du. Und schlussendlich. Aber ich glaube, das hat auch mehr ein bisschen mit Dings zu tun, mit der Experience halt. Habe ich irgendwie so das Gefühl. Also, Ja, weißt, es hängt ein bisschen zusammen, definitiv. Eben, ja. Definitiv. Schau, ich denke schlussendlich, wenn man jetzt schaut, wir kommen etwa auf ähnliche Resultate. Man kann sie wahrscheinlich gleichstellen und sagen, sie sind gleich gut.
Also warte, jetzt meint One Lap Pace habe ich gesagt Hamilton, dann habe ich gesagt, was war es? Race Pace habe ich gesagt Verstappen, dann Awareness habe ich gesagt Hamilton und was ist das andere noch gewesen? Experience haben wir auch Hamilton gesagt, also das heisst, es ist 3-1 für Hamilton. Ja, für dich, ja. Aber ich habe gesagt Race Pace Verstappen, Pace generell Verstappen und Experience Awareness Hamilton. Du hast keine Ahnung. Das ist es. Ja gut, sorry, ich nehme alles zurück. Nein. Nein, aber schlussendlich ist es eine hohe Ansichtssache. Absolut. Ich sage einfach einmal, Erfolgszahlen lassen für sich sprechen. Sprich, Most Win in F1 History. Aber mit dem, das kannst du jetzt ja auch nicht mehr sagen, weil der Verstappen ist auch alles am Auseinandernehmen. Also, ja, er braucht noch ein Weile, bis er die meisten Siege hat in der Formel 1 und die meisten Poles. Ja, aber das ist doch gar nicht sein Ziel. Der Hamilton hat immer der Beste sein. Der Verstappen hat nur mal Championship werden. Eben, im Fall, Dani, ich will gerade sagen, ich glaube im Fall auch, der Verstappen wird das auch nicht holen, weil er vorzeitig schon aus der Formel 1 rausgeht. Weil er sagt immer wieder, er spielt immer wieder drauf an. Und es würde mich nicht verwundern, wenn der plötzlich mal sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, ciao. Weil ich meine, er ist ja mega unzufrieden mit dem, wie sich die Formel 1 entwickelt. Genau. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der plötzlich mal einfach sagt, so, hey, jetzt habe ich es gesehen. Ja, fix. Also, der wird auch safe ganz, ganz viele andere Kategorien noch befahren. Ich meine, man sieht es ja auch im iRacing und also generell einfach so ein bisschen Sim-Racing-Szene, wie gerne er auch einfach mit anderen Autos fährt und wie er sich gerne challenged. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das haben wir auch schon darüber geredet im Podcast, einer von den wenigen Fahrern sein, die einen Triple Crown werden holen. Der wird sicher auch noch versuchen, die Indy 500 zu gewinnen, weil Le Mans 24 Stunden wird der Hure locker holen. Das wird so etwas von kein Problem sein für den. Von dem her, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er mal plötzlich dann so in ein paar Jahren vielleicht so sagt, so, hey, ich kann jetzt Lust, eben so Zeug mal zu reissen oder probiere einfach so einfach eine neue Herausforderung zu suchen, oder? Aber dann frage ich mich dann halt schon, was macht Red Bull, gell? Das ist dann eben schon auch krass, gell? Wenn sie plötzlich dann eigentlich so... Ja, die Gerüchte gibt es ja schon länger, aber ich meine, auch an Lando ist jeder interessiert. Ja, aber Lando hat sicher Bock zu Red Bull zu gehen. Ich sehe nicht, wieso nicht. Ich finde, nach dem Max ist der Lando die beste Entscheidung, die Red Bull treffen kann. Weil McLaren will den nicht glücklich machen. Vielleicht gehen sie auf Leclerc. Ja, das ist also immer so im Gerücht. Aber wobei, nein, ich muss ehrlich sagen, ich sehe Leclerc eher jetzt bei Mercedes. Nein, ich sehe Leclerc einfach bei Ferrari. Punkt. Ich weiß auch nicht, wir haben immer wieder darüber geredet, aber ich komme immer wieder darauf zurück. Der Leclerc, das ist ein richtiger Ferrarista und ich glaube nicht, dass er von dem Team weg will. Ich glaube, er will das Team zu Ruhm und Ehre führen, auch wenn es ihn vielleicht kostet, dass er niemals ein Championship wird gewinnen. Ich glaube, es ist ihm wichtiger, mit Ferrari ein Championship zu gewinnen, als überhaupt einen zu gewinnen. Meinst du? Ich finde, ja. Also so wie er sich gibt, trotz allem, was passiert ist, hockt er immer noch voll hinter seinem Team. Aber es ist einfach painful as fuck. Ja, ich glaub's auch nicht so dran. Ich glaube, der Leclerc wird mal, also, ich meine, sein Vertrag läuft ja Ende nächstes Jahr aus, glaube ich, so wie auch im Sainz rein. Da kommt dann sicher der Elben drin. Und der Sainz droppen. Ja, ich glaube schon, weißt du, dass Ferrari den Leclerc nicht möchte rausschmeißen. Weil der Leclerc ist One-Lap-Pace, ist brutal. Der ist hure stark. Also Ferrari will noch viel davon abhalten, das ist klar. Aber weißt du, ich muss sie vielleicht ein bisschen bremsen, weil wir haben noch einen ganzen Podcast, wo wir über das reden. Stimmt, ja. Das werden wir ja eigentlich eben dann in dieser Summer Break Dingensbummens das dann machen. Also, was schreibt das in mir? Also Meldungen von heute sagen, dass der Charles einen neuen 2 bis 3 Jahresvertrag unterschrieben hat oder kurz davor ist. Ja gut. Gerüchte sind Gerüchte, schlussendlich. Klar, irgendwo ist immer etwas dran. Aber ich meine, ich glaube, es grosse Optionen. Gut, 24 hat er eigentlich schon Optionen. Es gibt ja schon ein paar Teams. Aber eben, wie gesagt, das schauen wir dann mal in dieser Episode an, in der Sommerpause, also eigentlich die nächste Episode. Weil die Episode ist ja eigentlich auch schon relativ lang geworden. He? Wenn ich so auf die Zeit schaue, wie lange wir da schon am Schwätzen sind. Und das ist eigentlich schon wieder mal interessant, weil die letzte Episode ist schon so eine Mega-Episode gewesen und die ist jetzt eigentlich auch wieder so lang. Wobei, nein, die andere ist schon 2 Stunden gegangen. He? Die ist wirklich lang gegangen. Aber ich glaube, du hast nichts mehr zu sagen, gell? Nimm jetzt mal schwer an. Du bist durch mit deinem Thema. Ich glaube, wir sind allgemein durch mit dem Thema. Ausführlich wieder gewesen, über E-Fuel und alles drum und dran. Ja, danke vielmals noch für
die ganzen Inputs. Aha, schau jetzt, da kommt noch einer. Jetzt kommt noch einer. Magic Card. Lewis Penalty. Boah. Darf ich dir sagen, ich mache kurz einen Prozess? Sag. Ja. Du hast keine Ahnung. Genau. An dieser Stelle ist der Podcast beendet. Nein, Spaß. Nein, schau, ich sage aus einem einzigen Grund ja. Und alles andere stimme ich dir, egal was du nachher willst sagen, stimme ich dir Also wirklich zu. sag dein Ja, sag deine Begründung für Ja, ich bringe dir gerade das Argument, wieso das nicht so ist. Der Zusammenstoß hat den Perez aus dem Rennen rausgeholt. Punkt. Soll er einen Burrito essen? Schau jetzt. Folgendes. Formel 1, und das habe ich auch schon, das habe ich auch in einem TikTok gesagt, Formel 1 hat den Sprint reingeholt, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, um mehr Action zu bringen und was halt mit Action ein bisschen zusammenbringt, ist halt vielleicht auch eine Kollision. So. Und es geht primär eigentlich nur darum, Formel 1 möchte spannender haben, möchte mehr Action haben, alles drum und dran, macht eben die Sprint, alles und dann nachher kommt so eine Situation. Klar, ich verstehe schon, für den Perez ist es hure scheiße, das Rennen ist vorbei gewesen. Aber wie oft hat es schon Kollisionen gegeben, eine ist rausgedroppt und dann nachher ist hat es keine Strafe gegeben für ihn, weil es einfach als Racing-Incident abgestuft wurde. Und sorry, klar, man kann sagen, ja, ey, der Lewis ist genug erfahren, er weiss, wenn er nicht auf den Curb kommt, ist nass, er könnte rutschen und könnte die Perez reinrutschen. Es ist auch Begründung, er muss ja nicht so aggressiv dort reinfahren. Aber schlussendlich, eben, wie gesagt, Formel 1 möchte es ein bisschen spannender haben, möchte ein bisschen mehr Action haben, alles drum und dran. Dann wird die Action und die Spannung ein bisschen botten und dann gerät Stefan Eider rein und haut ihm eine 5 Sekunden Penalty rein. Klar, weißt du, nicht gegen Perez oder beziehungsweise ich verstehe, es ist hure scheiße für ihn, wie gesagt, der geht raus, verliert das Rennen wegen dem, verliert Punkte, die sicher gewesen wären wahrscheinlich mit dem Red Bull. Und der Hamilton hat keinen Schadenvorteil, außer eben die 5 Sekunden. Verstehe ich alles. Aber schlussendlich, es widerspricht sich so hart. Und da muss ich halt einfach auch wieder sagen, ja sorry, aber wenn ihr so etwas macht, ich meine, das beste Beispiel war Australien, Anfangsjahr, 2 Runden vor Ende einen Restart machen, Massenkalambolage, dann haben sie ihre Action gehabt. Aber ich meine, wenn du auch so Sprint machst, wo eben nur eine begrenzte Anzahl an Runden gefahren werden, das sind ja 11 Runden nur gefahren, wo vom ersten Lap reingegangen ist oder fertig war. Und dann ist das klar, dass die sicher voll einen durchgehen und dass die anfangen von ein bisschen Ellbogen fahren. Und dann finde ich einfach, musst du als FIA, klar, du darfst nicht jemanden wegrammen oder absichtlich ins Auto reinfahren, aber du siehst ja offensichtlich, dass er es nicht extra gemacht hat. Er ist einfach halt gerutscht, schlussendlich. Und ich finde einfach, das ist ein Racing-Incident und das ist nicht ein Grund, um eine 5-Sekunden-Penalty reinzuhauen. Ich finde das viel zu krass. Und das hat auch der Dings, bei der Formel 1 im Post-Racing-Dings da, der Will hat das auch gesagt, er findet das viel zu krass. Er findet das ein bisschen grob, dass da gerade ein Dings ausgesprochen wurde, ein Penalty, und er hat sogar auch das Gleiche gesagt, wie ich gesagt habe. Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Ich meine, was wir wollen, ist Racing. Und was Formel 1 Regeln bezüglich Racing anbieten, ist das Gegenteil davon. Oder? Also, es widerspricht sich immer wieder und man bestraft Sachen, die nicht bestraft werden sollten. Der Grund, ich muss vielleicht mich vorher auch noch, oder für vorher ein bisschen besser ausdrücken. Ich sage nicht, jawohl, verdient die 5-Sekunden-Penalty, sondern ich sage, im Kontext von dem, was bis jetzt aber gemacht worden ist, macht es Sinn, dass sie das vergeben haben. Weil der Perez hat nicht mehr weiterfahren als Resultat von dem Crash. Aber ist es gerechtfertigt, im Sinne des großen Ganzen, im Sinne des Racings, da eine Strafe zu teilen? Absolut nicht, weil was wir wollen, ist genau dieser Moment. Und klar ist es schöner, wenn diese Momente funktionieren. Aber es geht wieder in das Ganze rein, wo wir immer wieder darüber diskutieren, dass einfach zu viel rumgemotzt und rumgerannt wird für Sachen, die gar nicht einmal, halb so wild sind. Oder? Und das ist wieder ein gutes Beispiel. Und ich nehme einfach immer wieder Bezug auf IndyCar, wie viele Crashes dort passieren, wie viele waghalsige Overtakes dort gemacht werden. Ja, wieso machen sie das? Weil sie nicht bestraft werden dafür. Weil sie dürfen und weil sie können. Wegen dem habe ich ja vorhin gesagt, ich stimme dir in allem, was du jetzt gerade wirst sagen, zu. Und ich kann dir in allem zustimmen, absolut. Weil, ja, ich finde auch, für die Zukunft sollte so Zeug nicht bestraft werden. Was sollte bestraft werden, ist, wie der Weed auch gerade vorhin Piastri geschrieben hat. Piastri.
Anyway, schlimmer als PSG ist schon nicht gerade, aber noch ganz kurz zu dem Incident. Ja, also ich finde... Just an Incident. Just an Incident. Ich finde es im Fall überhaupt nicht. Also da bin ich jetzt gar nicht auf deiner Seite, weil ich finde, das ist ein absoluter Racing-Incident gewesen. Der Sainz hat vielleicht ein bisschen dumm reagiert, weil er rechts übergezogen hat, aber der Oscar hat absolut sein Recht gehabt, dort zu stehen. Er hat extrem viel Platz gehabt. Der Platz ist mit den letzten Sekunden weggenommen worden, so spät, dass er nicht mehr reagieren konnte, egal wie fest er auf die Klötze gegangen wäre. Also von dem ja her, gut, aber eben, wo will auch der Sainz noch her? Also, wo will auch der Sainz noch her? Weil links eben ist auch ein Auto gewesen. Genau. Also man könnte höchstens sagen, vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung, wäre Piastri gar nicht dort innen gewesen. Oder hat er zurückgezogen, ja. Oder zurückziehen hätte er auch nicht können. Er hat sich gar nicht in die Situation bringen, aber... Er hat sich gar nicht dort positionieren eigentlich, ja. Es ist einfach ein Ausweichen, hat auf ein Ausweichen und dann in einen Crash geführt. Das ist halt ein typischer Racing-Incident, vor allem typischer First-Lap-Incident. Ja, sehe ich auch so. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das aber jetzt gewesen von der heutigen Unsafe Release-Episode, wo jetzt wirklich auch wieder näher an die 2 Stunden Grenze herkommt. Danke Magic Card, das hast du mir reinschmeißen. Weil das hat jetzt gerade noch mal irgendwie so 10 Minuten rausgeholt, gefühlt. Ja, also nochmal ein grosses Dankeschön an die jetzt im Stream dabei sind und fleissig Meinungen, Kommentare, Fragen reingestellt haben. Ich glaube, das müssen wir die mal so machen. Finde ich eigentlich noch das coolste System. So. Sagen. Spannend gewesen. Es ist viel interaktiver auch und so, und das finde ich noch geil. Es gibt auch so ein bisschen Spice drin. Einfach manchmal so Fragen, die einfach so provokativ sind. Das ist nice, gefällt mir. Genau, finde ich auch wirklich geil. Wir müssen aber gleich die Episode hören. Nicht, weil sie jetzt schon gehört haben, heisst das nicht, dass sie sie nicht oder nicht mehr hören müssen. Müssen sie gleich hören, wichtig und richtig. Das soll es aber gewesen sein von dieser heutigen Unsafe Release Episode. Und jetzt wollte ich schon sagen, wie bei meinem YouTube-Video, falls euch die Episode gefallen hat. Aber da kann man ja keine Likes geben. Aber da würde ich mal sagen, wie gesagt, die nächste Episode werden wir wahrscheinlich in 2 Wochen mal aufnehmen, wenn es dann mal so ein Review gibt über das letzte halbe Jahr. Über die vergangene halbe Jahr-Saison. Alter, ich kann nicht mehr reden, ich mag einfach gar nicht mehr reden. Egal. Das wäre es gewesen. Merci vielmals, dass ihr zugelassen habt. Und dann sehen wir uns wieder oder hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.